sehen, es küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Es herzählt Lieder aus früherer Zeit und manche holen es schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. als Backe spielen wir noch den Wiener Schall. Die Quetsche klingt halt super fein, Die Kontrapuppe hinten rein. und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum, weil dann grüß euch, servus, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Es herzählt Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorweg. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch Gott, meine Lieben. Montag ist es bereits wieder 20:15 Uhr. Wine-Time, Prime-Time, Pavlatschen-Time. So schaut's aus. So schaut's aus. Pavlatschen Nummer 252 heute bereits. Korrekt. Wahnsinn, bin vorbereitet. Ein bisschen zumindest. Jawohl. Grüß euch gut auch von meiner Seite. Weltklasse, Brauerpartner ist wieder da bist. Freut mich, dass wir uns wieder Super, sehen. ich freue mich auch. Weil jetzt haben wir uns ja am Wochenende nicht gesehen. Ein ne? Wochenende einmal nicht gesehen. Ja. Steht davor. Furchtbar. Ja, Wahnsinn. Man kriegt direkt einen Entzug. Ja, das ist unglaublich. Und dann habe ich die gesehen und dachte, naja, das war schon gegangen noch. Ja, ist schon wieder goschert wie immer, aber so ist ja sein. Machen wir es uns ein bisschen gemütlich jetzt da in der Vorweihnachtszeit, hätte ich sagen. So schaut's aus. So schaut's aus. Ja, Studio Donaufeld, heute 252. Ausgabe. Die nächste Ausgabe nächsten Montag ist auch noch von da. Genau. Und dann ist schon, glaube ich, dann ist die am Weihnachtszeit. 23. Dann ist die Da ist dann Weihnachtszeit, ja. Solo in der Klause. Und ich bin aber dabei natürlich. Ja, da sind wir so verbunden und passt. Ich bin natürlich dabei, klar. Ein bisschen bin ich noch beim Singen gehandicapt durch meine Zahngeschichte. Aber heute nicht ziehen, also war ich eigentlich erst morgen gewesen, aber die haben sich schon aufgelöst. Bin ich heute hingegangen, gleich draufgekommen. Sagt, super schaut das aus, ausgezogen. Perfekt, genauso geht das. Also, genauso Weltklasse. geht's. Aber es ist, ich merke schon, also, aber es hat mich von Anfang an nicht wirklich beeinträchtigt beim Singen, beim Spielen. Ist Na, wir haben gleich am nächsten Tag wir haben gleich 2 Tage gleich Vollgas gegeben. Ne? einmal stippert und einmal Taschenschlag Ja. gleich, ja, gehen wir gleich, ja. Gut, der Vorteil ist, da trinke ich noch was, ne? Da brauche ich nichts essen. Das Essen ist schon ein bisschen, Das ist ungewohnt, dass du nur auf einer Seite Ja. beißen kannst, da wird das. aber ich friss trotzdem eine, wie ein Alter. So soll's doch sein. Das ist Natürlich. In den Chat ein kurzer Blick. Der erste war der Raffi, sicher bei mir heute. Schau, ob das stimmt. Na, bei mir ist er weit weg, der Raffi. Bei mir ist er weit weg, aber bei dir wird es stimmen. Bei dir wird es Das, stimmen. was stimmt, wissen wir ja nicht. Aber Ja, ich glaube schon, dass Facebook, weil bei mir ist es jetzt eine Trendsoftware, wie man so sagt. Ne? ich bin direkt auf YouTube. Eben. Ich habe als erstes so den Momo M, Grüß dich Gott, Matthias Mariacher Servus. ist da, Alexander Hauser, Sprachpolizei, Grüß der dich. Barreiter ist da. Nach langer Zeit kann ich endlich auch wieder einmal live zusehen und Sehr hören. schön. Freue mich drauf. Bravo Barreiter, schön, dass du dabei bist. Das gefällt uns. Susanne Moser, Grüß dich Gott, Maber, Franz M, einen schönen guten Abend, sagt er. Jawohl, Paul Hartmann Guten ist da aus Abend. München, der Peter Brachtl, Megge Pemperton. Jetzt habe ich einen Raffi auch mit den Spritzerglaseln einmalig. Jawohl. Großartig. Schaut heute über den TV, schreibt er. Ist gut. Sure Fix Christmas wäre super. Ja, warte mal. Ne, gut, die Sure Fix machen wir eh. Weil die Sure Fix, die ziehen wir eh durch, jeden Freitag. Ja, ist ja kein. Die ziehen wir eh durch. Ja, warte mal. Ja, da ist kein Feiertag oder was? Nein, Ist nein. das 25., 26. Nein, die Sure Fix ziehen wir durch jeden Freitag. Nein, das passt eh alles. Und, das geht alles, die ja. Pavlatschen, wie gesagt, am 23. mache ich ein Solo-Pavlatschen aus der Klause, weil dass wir jetzt nicht den Aufwand haben am vormheiligen Ist ein bisschen stressig was für mich, Ja. weil ich komme am 24. der Früh gehen und was brauche ich, noch muss ich was besorgen. Ja, das und ist muss die nichts. Frau Mama auch abholen, das Ottergänge zu uns ins Zweiviertel bringen. Nein, Und zum man hat Heiligen was zu Sonntag. tun. Da habe ich was zu tun am 24. Und auch wenn man nicht viel zu tun hat und noch was Besseres zu tun, als jetzt irgendwie stressig durch die Geschichte Niederösterreichs zu fahren. Ja. Ich meine, ganz ehrlich. Aber- Das magst du eh, wenn es die Mama holst, dass du Richtig. von Otterkring bis ins Zweifel. aber da bin ich ausgeschlafen. Das stimmt. Ja, Sozusagen. nein, das, wie gesagt, das ist.
Gar kein Thema, gar kein Thema. Nachdem Weihnachten heuer bei mir gefeiert wird mit der ganzen Familie, also mit Mama und meinem Bruder und mein... Sind alle bei dir, oder was? Ja, die Mama ist endlich, soweit hat sie beschlossen, eben, das doch jetzt, dass wir es bei uns gut. draußen machen. Sehr gut. Passt super, ich freue mich drauf. Sehr gut. Nicht siehst du, meine Mama kommt auch zu mir. Ich koche auf, ja. Also zu uns, wir sind zu Uschi und zu mir. Ja, sehr Am gut. 30. sehen wir uns dann wieder gemeinsam, weil da komme ich dann zu dir raus. Jawohl. In die Klaus am Jawohl, 30. bei der jawohl. Pavlatschen, ja. Das ist die Planung. Damit ist haben wir der die Plan, Jahresplanung eigentlich klargestellt. Damit ist für geplant sozusagen. Damit können wir Schluss machen. Nein, ich gehe noch weiter. Peter Bitte, Volk, ja. grüß dich noch. Grüß dich gut. Der Fritzl Stadtkus, unser Grausenieur, ist natürlich am Start. Grüß dich gut. Landtagsstromer Markus, der Matthias Mariach, habe ich schon gesagt, glaube ich. Daniela Schlögl, unsere Parentchen. Begrüßt du weiter? Ich mache aber was anderes, nachdem das Kamerakind ausfällt. Begebe ich mich kurz. Nein, wir machen nicht was auf, wir machen das mit dem. Wir machen, Ah, doch, ich na bin gut, sicher. na, dann warten wir. Da haben wir ein Backerl gekriegt von den Schlögels. Jawohl. Wird heute noch geöffnet, natürlich. Kam ist heute er ganz Vormittag zu mir. Die Chantal ist da, grüß dich gut. Der Wolfgang. Ich glaube, so wird er nicht. Gary der Graubär, jawohl. Werner Wichtig. Hochhofer Freit. Servus. KTN Junkie. dabei. Aaron Acker, Skyfall. Na, da geht's zu. Laut da, es hört gar nicht, es reißt gar nicht an. Ein Wahnsinn. Harald Hunter. Jawohl, grüß dich. Wahnsinn. Schön, dass alle da seid. Ja, pass auf, Patrick. Halt einmal, ich muss schauen, ob ich das auftragen kann. Ich walte meines Amtes, ja. Das ist, warte mal, das ist Kamera, von dem muss das sein. Schauen wir mal, ne? Schauen wir, was wir sehen. Ja. Na, und wie das geht. Weil was der Klaus ja angreift, das funzt. Geht schon. Und ab zum Wie Weinkühlschrank. geht's im Kühlschrank? Ja. Weil das andere Handy ist nämlich unabsichtlicherweise geleert an Saft. Und jetzt da. Das mit dem. Na, das schaut die Lot, wie es lau wird, gell? Ja, da tun wir grünen Veltliner, das ist so. Ja. Musst du, ja. Nimm schon. Grüne Veltliner. Da sind wir geeicht. Ja, schau, die Susanne Faber ist auch wieder da. Ulrich. Einmalig. So, Einmalig. jawohl. Warte, jetzt muss ich umschalten auf Klaus. Moment, da liegt das da so Jawohl. her. So Herstellung der Verbindung nicht möglich. Siehst du das? Jetzt hast du das da hergelegt und nichts geht. Ja, so hat mit dem Healing nichts zu Na tun. ja. Kann er nicht Nein, sein. weil du kein Gefühl hast. Gebiete. Weil du kein Gefühl hast. Nein, aber Ist ja der nicht Kamerakind Klaus. noch. So. Jawohl. Nein, gut, geht nicht. Aus irgendeinem Grund geht's nicht. Ich warte Na, noch warte immer. Ich mal. rede aber noch dort eine. Nicht? Oder? So, jetzt da, schon. jetzt da. Grüner Veltliner von Manfred Taschler wieder einmal. Das ist mir aber, glaube ich, ein anderer. Oder ist das der? Weiß ich jetzt gar nicht, welcher das ist. Das ist nur normal, da steht kein Riedenanbezeichnung drauf. Das ist der, den haben wir letztes Mal auch getrunken. Ja. 13,5 Volumenprozente. 13 ist ja leicht. Ja, schau. Jawohl. Ja. So macht mir das Spaß. Und der duftet bis dir her beim Einschenken schon. Einmalig. Ein guter Duft, meine Lieben. Ja, was ist da oben? Geht nicht, schau. Ich druck und es geht nicht. Na geh, das gibt's ja nicht. Muss ich so machen. Nicht das meine ich. Na Ne? ja, ist ja schon passiert, das hat ja funktioniert. Nein, bin ich schon gefressen. So, gleich trennen. Bitte trennen Sie schnell, bevor was Trennen. anderes passiert. So. Ehrlich, da. Das heißt, so. Dann haben wir einen Schluck. Schau, Rudi Korbis ist am Start. Rudi, servus, grüß dich. Bernhard Retter aus der Steiermark. Ja, wie die weit geht. Wahnsinn, heute geht's. Heute geht's. Wahnsinn. Heute haben wir ein paar Höhe. Na gut, dann jetzt einmal Dann sehr nehmen zum wir Wohl, die Herrschaften, auf dich Sehr und zum auf Wohle. unsere Freunde. Auf uns alle, meine Lieben, gell? Jawohl. Jawohl. Das Leibende bei so Zahnlupen, der Wein, das ist viel besser als diese, Weißt du was? ja, was du spülen musst, damit diese So Mundwässer, ja, so was es komische, da gibt, so ja. Chlorhexer, irgendwas. Naja, und das so. habe ich eh nicht, weil ja nichts ist, aber irgendwelche so Dinge, aber der Wein weiß besser. Also ich weiß nicht, ob das nicht überhaupt gescheiter war. Wirkt auch adstringierend, also zusammenziehend, also kann es eigentlich nicht so schlecht sein. Ne? Ja, hätte man gedacht, einfach jetzt, weil es mehr schmeckt. Ne? Das Gut. ist der Hauptgrund natürlich, war das gut. Gut, die Mundspülungen habe ich auch noch nichts offen. Nein, eigentlich nicht. Ja. Steht da drauf, soll man nicht schlucken. Also, nicht schlucken, sondern spucken steht drauf Ja. wahrscheinlich. Nicht? Ja. Ja. Besser ist es. Aber ich war auch nicht auf die Idee gekommen, dass ich schlucke. Ja, gut, aber als Kind, ich war so deppert. Ich habe das da früher schon als kleines Kind, Wohin? Gott sei Dank. so eine rosa Prüfung von der Oma, die habe ich mir mal ein. Ich weiß nicht mehr, was war.
Aber sie haben dann festgestellt, nach Rücksprache mit dem Arzt, okay, ich werde es überleben. Ich weiß wirklich, Wie viel hat er denn? 2, 3? Nein, das ist wurscht. Nein, aber das war wirklich, dieses rosa Zug, also die ganzen Pulvern haben mich überhaupt nicht interessiert. Nein, da war ich überhaupt nicht anfällig auf aber, sowas. also, ne? ja, aber da war ich wirklich ein kleines Kind, also da war ich, weiß ich nicht, 2, 3 Jahre alt. Ne? Aber da habe ich, die hat sie sich hergekriegt am Tisch halt dort. Ne? Ja, und das ist ein Rust, das weiß ich noch ganz genau, in dieser Menge der weißen Pillen ist auch so ein rosanes, was weiß ich. Und das hat aber so glänzt, weil die Pulver, das war so groß. Ein und draschiertes, wie man das, sagt. ja. Das wahrscheinlich, ja. Und die waren so, was das so möllig, ne, die anderen. Das war wahrscheinlich hat man- klutschig, also wie das Smarties war das so mir. So Und das, ja, das war so ganz so... Nein, Draschiert, aber- ja. Und ich war eigentlich enttäuscht, weil ich hat noch nichts geschmeckt. Ne? Nein, nicht wirklich. Da gibt es ein paar Medikamente, die riechen, die haben gut gerochen. Früher haben die Bakemet, haben immer so nach Vanille gerochen. Kann mich noch erinnern. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, aber ob die jetzt ein bisschen lang kannst genommen, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das glaube ich, ja. Bluetooth bei Apple nicht sinnvoll. Ja, Gary, aber grundsätzlich funktioniert... Grundsätzlich funktionieren das schon Sachen. Also muss Es ich ist nur sagen, so, ich habe das mit meinem alten iPhone, habe ich das standardmäßig quasi verbunden. Und wenn ich das jetzt da mit dem mache, dann ist das wieder so, muss ich wieder, es ist kein Aufwand, aber dann muss ich es wieder ausstecken am Computer, dass er das wieder checkt, dass er das hat und so weiter. Aber an sich funktioniert es gut. Ich meine, der Peter Volk meint, super Handyqualität über ein Groß-TV. Ja, das ist natürlich einmalig. Das ist natürlich das bessere Gut, das Handy, ist, gut, schon das ist das klar, ne? Beste. Das ist ja, das ist ja ein Handy auch, das ist ja ein Computer, ne? Das muss man ja sagen. Und eine Kamera und. Ja. Eine Kamera, ja, mehrere Kameras sogar, mit den Objektiven, Ja, was quasi, heißt? mit den Linsen, die da drauf sind. Es sind ja Kennt ja keiner Objektive aus. drauf verschiedene, das ist ja Wahnsinn. Kennt ja keiner aus. Kennt sich ja keiner aus. Schau, Hannes Spießlein ist auch da. Grüß dich, Gott, Daniel servus. Schlügelmann. Klaus, hast du beim Implantat ist aber nur den Stift drinnen. Den Zahn bekommst du dann noch, oder? Normal musst du ja gute 3 Monate warten, Ja, dann bis noch der gar Stift kein festgewachsen ist. Implantat Ich habe gar kein Implantat drin. Ich habe einen Knochen aufbekommen, weil ich habe da schon so eine Zysten gehabt, die dann schon in die Nebenhöhlen gebrochen ist. sozusagen. Ja, na klar. Das heißt, das ist jetzt einmal rausgenommen worden. Dann ist so ein Knochenaufbau, also so ein Knochenmaterial reingekommen. Und das muss jetzt einmal verheilen, also das ist jetzt dann wieder... Muss einwachsen, der muss Knochen, einwachsen zusammenwachsen und sich das. vermehren, ja. Und dann so in 3 Monaten, 4 Monaten kriege ich erst den Stift, also das Implantat selbst. Und dann wieder in 2, 3, 4 Monaten, je nachdem, kriege ich dann die Krone auf diesen Stift drauf. Ja, genau so ist es. Der Wolfgang wird den Rest vom Med lernen. Hat ein Med eine Mit sehr wohl, sehr wohl, sehr wohl. Jawohl. Gemeinsam in ein Netzwerk, Gerrit der Graube. Das sind da viel. Hauptsache es funktioniert irgendwie. Susanne Moser, früher haben sie auch mit Wein gespült. Da hat dich der Zahnarzt ins Wirtshaus geschickt, wenn du einen Zahn gerissen bekommen hast. Ja. Ja, das ist der Heimbegleitung so. Da hast du immer so noch einen Zahnarzt, wenn du der Spritzen kriegst, der größere, nachher nichts essen und trinken. So, weil, ja, ein Bierli kannst du beim Wirten schon nehmen, da trinken kannst du schon, du verschluckst die eh nicht, du trinkst die eh nicht im Liegen. Ja, aber trinken habe ich nie gehört, dass man nichts trinken soll. Nichts trinken und nichts essen. Ja, Ja. nein, Du kannst ich beim meine, Trinken nämlich auch verschlucken. Nicht verschlucken. Ja. Das ist ja, wo kriegst denn du die Betäubung? Na, von Trinken habe ich nie was gehört. Immer nur das Essen, dass man sich nicht reinbeißt in die Wangen. Und das größte Problem ist ja, was du trinken willst, das ist eh alles Ja, begleitet. das ist Du musst auf einer immer so. Seite immer so halten, Ja. schon trinken, nicht? Weil sonst rinnt da der Ding so aus. Ja. Böse Zungen könnten jetzt sagen, das ist ja wurscht, wenn ich so trinke, das ringt da alles. Das ist eh wie- Fällt keiner auf. Schaut eh aus wie immer, nicht? Das ist eh so. Und das mit dem Knochen aufbaut ich auch schon, dass mir der Schneidezahn nicht rausfällt. Naja, wie gesagt, ich weiß ja nicht genau, wie da jetzt die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede liegen, aber jetzt gehört einmal das gemacht und dann kommt erst das Implantat. So habe ich das, so rennt es da mir vielleicht, ist aber es wirklich ein großes Loch war. Kann schon sein. Ja. Franz eben schreibt schon, es schmerzt noch immer, aber es ist da wurscht. Richtig. So ist es. Schau da, Geri. Entschuldigung, wollte nicht klugscheißen, bin seit 25 Jahren Apple-Supporter. Jawohl, na, das ist gut zu wissen. Wir sind so seit 20 Jahren, 25 Jahren fast Apple-User, kann man sagen, Ja, beide. So ja. ungefähr, ja. In allen Belangen, ja. Mich ärgert das manchmal, wenn es immer so heißt, so, nicht? Das sind die Apple-Fans und das andere sind die Windows oder Linux. Und ich denke mir, nein, ich bin jetzt kein Apple-Fan, oder es ist mir, sondern es ist einfach, ich habe mein komplettes Netzwerk, alles, was irgendwie, was ich benötige Ja. zum Arbeiten und für meine Arbeit und fürs Leben,
besteht aus Äpfel. Ja. Und das funktioniert miteinander. Und in dem Moment, wo ich irgendwas anderes reinbringe, haut nichts hin, ja. Das war der Grund, warum wir auf Apple umgestiegen sind, weil ich habe immer Probleme gehabt mit allen anderen Dingen. Ich musste mich um so viele Dinge kümmern, ich will das anwenden. Ich bin ein Anwender, ich möchte mich nicht darum kümmern, dass seit die Apple funktioniert alles viel leichter, viel einfacher für mich, viel logischer. Ja. Ich kann einfach besser mit dem arbeiten, muss ich sagen. Es ist besser, für mich das bessere Werkzeug. Ne? So wie einer bei einer Motor sagt, der eine wie ein Stiel, der andere ein Husqvarna. Das ist nicht vergleichbar, weil das sind beide nur. Also da gibt es bei beiden nichts. Gar nichts. Also da kann aber bei Apple ist so, ich habe seit die Apple habe noch kein einziges Mal ein Virus gehabt, seit 20 Jahren mehr oder irgendwas auch. Zum Beispiel nur ein Beispiel jetzt. Ja, vor allem. Zu nennen. Und wenn irgendein kleines Problem auftreten ist, war das immer relativ einfach zu lösen, unter Anführungszeichen. Ja. Ohne dass ich 3 Leute braucht habe, die ich anrufen habe müssen oder die Kummer haben müssen oder wieder neu aufsetzen den Rechner und was weiß ich was alles, was ich da gehabt habe, viel Scherereien oft. Da ist der Thomas gekommen, der Christoph, der Ledl gekommen und vor Apple-Zeit oft. Seit ich Apple habe, brauche ich eben so gut wie nie einen Apple-Supporter. Schade natürlich, für die Gary, nicht, aber das ist eben genau das. Ich möchte eben so Lobeshymnen jetzt gleich. Aber nein, es funktioniert auch. Ja, es funktioniert, Punkt. Es ist sauteuer, aber es ist summa summarum dann, wie lange das funktioniert, ist es wiederum vom Preis her eigentlich wieder nicht teuer. Ich habe jetzt keine Alternative, ganz schlicht und einfach. Ja, haben wir nicht. Und ich merke das bei aller Social Media Arbeit, die ich mache, bei aller Musikgeschichten, die wir gemacht haben. Die letzten CDs, die wir selber gemacht haben, ist alles über Apple gelaufen. Alles über Apple-Programme, die Videoschnittprogramme, alles Apple. Und deppensicher. Und das ist für mich wichtig, weil ich halt kein Computerchecker bin. Ja, nicht, das ist ja so, ja. Ich kann Quetschen bauen und so, nicht? Landtagsstrommarkt ist super, Apple und Suzuki funktioniert, ja. Ja, ich wollte schon sagen, es ist eher eigenartig, gell, für Apple, für das kein Japaner ist, gell. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, ja. Mit selbstbrannten Obstler googeln. Natürlich runtergeschluckt. Na klar, den kannst du nicht ausspucken. Das ist klar. So, Patrick, was reißen wir an? Was reißen wir denn an? Machen wir was Weihnachtliches, schon was Weihnachtliches, ja. Ein Wunsch, das haben wir schon länger nicht gespielt. Weihnachtlich ist nicht wirklich weihnachtlich, aber der alte Schmidt von Lerchenfeld. Okay, ja, wir schon wirklich weihnachtlich ist das wirklich. Nein, aber es ist von der ein stimmungsvolles Lied, finde ich. Das ist sehr nett. Das machen wir gern, ja. Das brauchen wir. Fangen wir an mit dem einmal. Ne? Jawohl. Weit draußen, wo in Lerchenfeld ein ganz altes Schmieden steht, als Bauer hab ich dort oft beim Tag dem Schmied zugeschaut bei seiner Block. Die Fuhrleut und die Resser braucht, der Schmied und gesehen haben bis in die Nacht. Das Eisen kämmert und uns Boden, die Funken sind dort lustig gestanden. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wagen, kein Kutscher bringt mehr Trost zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt ein Schimmel gespannt. Er ringt die Zeit, sein Herz ist schwer, es gibt heute keine Vorleiter mehr. Still ist jetzt in der Schmieden dort, die Schmiedgesellen sind längst alle fort. Kein Feuer brennt, kein was klingt, der ringt durchs alte Dach, der ringt. Der Schmied steht oft noch vor seinem Haus und schaut nach einem Zeige aus. Und drinnen in sein Bord. Es ist hart, wenn er vergeblicher war. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger
Kutscher bringt der Wert raus zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt ein Schimmel gespannt. Heute rennt die Zeit, sein Herz ist schwer. Es gibt heute keine Vorleiter mehr. Jawohl. Schöne Nummer, Ich finde auch. schöne Nummer. Ich Ja. finde auch, Achtel von eine Danke. Dankeschön. Schau da was an. Da haben wir sofort den Schluckerl verdient nach der Nummer. Auf Wir jeden ja auch alle, gell? Auf jeden Fall. So eine schöne Nummer zum Rehen, sagt der Geri. Sie haben der Franz Bratwein ist auch da. Jawohl. Servus Franz. Ja. Was war das für ein Lied gestern mit den Bretelspitzen? Ja, ist das noch. Da haben wir sofort drauf eingehen, Susanne. Aber vorher natürlich Wildcat. Die Wildcat hat eine gehabt, Originale. Ein super Sticker, 5 Euro. Peer character lying on the side, raising his arm while saying, how's it going? Bitteschön. How is it? Also ja, how's it going? Weltklasse. Weltklasse, danke dafür, mein Wildcat. Schön. Dankeschön. Mit besten Grüßen natürlich an Sunny und Mutzi. The only Ja, sicher. vinophilen Nymphensittiche on the earth. In the world, sagt man, nicht on the earth. In the world. In the. In the whole world. So schön, mein Großvater war Schmiedemeister. Sagt der Roland, na Weltklasse. Wirklich wahr? Das ist lustig, weil der. Oder bist du der Sperrkohle? Nein, du bist ja du bist der Preis. Das ist der Preis, den haben wir am letzten Aber, Freitag. Ja. aber der Sperrkoland, dem sei Großonkel? oder? Großvater, ne? Der Großvater. Großvater Der, war der Schmied. Vater vom Papa, ne? Rudolf glaub ich. Schmidt? Ich weiß gar nicht. Du ist der Großvater, oder? Ich glaube, der Großvater. Na, warte mal, sein Vater. Sein Vater war der Schmied, weil der hat ja ein Auge verloren, weil ihm der Da Dings. das glühend, ein Stahl glühend da ins Auge gekommen ist. Oder er war nur in der Werkstatt als Kind. Nein, ich Kind glaube, der war oder nur als so. Kind. Also der Großvater. Der Großvater war der Schmied, Vom glaub ich, anderen ja. Roland war auch Schmiedemeister. Der Schmied in jedem Jeden Speigen, ja. Ja. Jeden Speigen, genau. Sehr lustig, sehr leibend. Ja. Jawohl, ich wieder live dabei, sagt Geri. Irgendwie gefällt uns auch. Ja, der Preis schreibt er schon da. Der Preis, ja, Preis steht schon ist- da. Ich Genau. weiß. Ich weiß. So, pass auf, nein, jetzt reißen wir schon ein Lied an. Na, selbstverständlich. Was haben wir denn jetzt gesagt? Ich habe mir gedacht, weil mein Bruder ist Hufschmied, der Hochhofer Frei, der David. Na, ist das leibend? Super. Das taugt er wieder. All Oberösterreich. Geil. Sehr leibend. So, siehst du sowas, das gefällt mir. Wir werden heute noch einmal aufs alte Handwerk zu sprechen kommen, weil natürlich unsere aktuellen Projekte ein bisschen am Laufen sind, wobei die großen Erzählungen sind ja dann eher immer im Podcast am Freitag. Am Freitag, ja. Aber dennoch will man euch da auch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Genau. Jedenfalls, wie du gesagt hast, weihnachtlich haben wir gedacht, naja, zumindest winterlich. Wir haben ja auch eine winterliche Version vom Gleichgewicht, quasi. Also die Winter Edition vom Ich suche mein Gleichgewicht. Ja, Also ich glaube, die hast du gemeint. Also reißen wir die auch gleich. Reißen wir die auch, ja. Und Dora, ne? Dora, Dudel, du. Wenn ich am Sonntag vom Wirtshaus komme, trau ich mich zu Fuß nicht mehr zu Haus. Mich holt der Taxi vom Wirtshaus an und bringt mich bis vor mein Haus. Denn ich hab oft bei der Nacht schlechte Erfahrungen gemacht. Es war nicht aufgestrahlt und ich war angestrahlt. Da hat's mich hergestrahlt, als wär nicht gescheit. Ist einer angestrahlt, da gehört halt mehr gestrahlt, sonst ist er hergestrahlt für alle Leute. Ihr tanzt was zusammen, da muss ich auftragen, wenn's mich eintragen für lange Zeit. Ist einer angestrahlt, da gehört halt mehr gestrahlt, sonst ist er hergestrahlt für alle Leute. Ist einer angestrahlt, da gehört halt mehr gestrahlt, sonst ist er hergestrahlt für alle Leute. Ich glaube, du wiederholst noch einmal, weißt du? Ich glaube, du machst auf zweimal, dass ich mehr Zeit zum Luft holen habe. Und wie ich da neulich am Glatteis hock, rät mir ein Nachtwachter an.
Sonst tanzen sie da etwa einen Schitterbock oder den sterbenden Schaman. Drauf sag ich, frag's nicht so blöd, weil ich bin ja nicht von Ballett. Es war nicht aufgestrahlt und ich war angestrahlt, da hat's mich hergestrahlt, als wir nicht gescheit. Ich seh da angestrahlt, da gehört nicht mehr gestrahlt, sonst ist hergestrahlt für alle Leute. Ihr tat was zusammentragen, da muss ich auftragen, wenn's nicht dran für lange Zeit. Ich seh da angestrahlt, da gehört nicht mehr gestrahlt, sonst ist hergestrahlt für alle Leute. Ich seh da angestrahlt, da gehört nicht mehr gestrahlt, sonst ist hergestrahlt für alle Jawohl, die Winterversion. Das Winter ist gut. Edition, Hab oder? ich noch nie gehört, aber auf die Idee war ich nicht gekommen. Ja, Das ist, ich suche mir Gleichgewicht, Winter Edition. Naja, wir sind nicht modern. ja. Aber wenn Sie die Achtel von einer, danke schön. Danke. Das Hufschmied in Wien, na ist das leibend? Eine Weltklasse. Eine Weltklasse-Geschichte. Du Jäger, Patrick, schau, aber ich nicht wacheln. Ich wollte aufs Wacheln. Ich habe es sehr wohl aus dem Augenwinkel. Na, immer doch, schon du gesehen. siehst es von Aus dem selber auch Augenwinkel sah ich es. Immer Wohl. doch, immer doch. Warte aber auf das Wacheln. Ich war mal im Docht. In der Zwischenzeit mach ich Werbung. Pass auf, warte mal. Ein bisschen aufbessern bei mir. Du aufbessern. So ist schon genug. So, pass auf, Ist schon wieder genug aufgebessert auch bei mir. Pass auf. Jetzt muss ich das machen. Was soll ich? Nein, dann hol ich. Ja, jawohl. Ich nehme da ein kleines. Was haben wir da noch? Sprachpolizei, ja, das können wir auch machen. Weil ich meine gerade ein Highlight zum Beispiel, wenn es Messing schön glanzt. Aus unserem Repertoire natürlich, ja. Das ist eine gute eine schöne Idee. Nummer, machen wir auch gern. Das ist eine Ja. gute Idee. Das ist eine gute Idee. Pass auf, schau her. Wir haben ich habe meine eigenen Sachen noch gar nicht gesehen, ne? Die wir da haben. Ich sah sie bereits. Du sagst, ja. weil jetzt kommen sind. Erstens einmal, Heferl, Patrick, Bin schon da. geht noch immer nicht. Achso, das habe ich auch draht. Gib wieder weg. Nein, ist wieder da, geht schon. Nein, ist was anderes jetzt. Hallo? Warte mal. Das ist die falsche. Das ist jetzt die andere dort. Jetzt ist schwarz. Warte. Jetzt Nein. ist es gar nicht so, Hauptsache man hört uns. Leg's weg wieder. Leg's weg. Es hat keinen Sinn. Ach so, Funktioniert nicht. okay, Ja. Nein, nein, das dann lege ich es wieder. müssen die jetzt erst wieder anhängen. Oh, das war's. Dann lege ich es wieder weg. Ich hoffe wenigstens der Ton war da, hoffe ich doch. So, ja, nein, alles da. Alles da. Das Bild. Heferl. Sieh ich kein Mensch natürlich. Das Ach Gott, nein. ist jetzt Aber auch sag, drauf. nein, wir werden das schon hinkriegen. Halt einmal, oder legst du her? Leg's her, dafür, was haben wir denn das zum Ablegen da? Bitte, wir sind ja da. Warte mal, ich hab da. Das kann ja kein Problem sein. Das kann ich nicht verwenden. Warte mal. Halt's durch. Freunde. Ja, halt's durch. Gleich so weit. Moment. Wenn ich das jetzt da anhänge. Oh, Wie soll es eigentlich Wenn funktionieren? ich das da. Man zum sieht Beispiel- heute ein leichtes Chaos hier. So nicht? ist schon voll. Warte mal. Da her, zack. Ich bin gespannt Ja, jetzt. jetzt legen Sie mal in Sehr IT-Glas gespannt. kennen. So, und jetzt? Was lernt man vom IT-Klaus am meisten? Na da? Ah nein. Was ist jetzt? Wieso geht das nicht? Vielleicht muss man das Handy entsperren vorher. Vielleicht mag er das so haben. Möglich ist das natürlich. Möglich ist es. Das Schmoren, finster Nein. ist. Ja, warte mal, na ja, wird schon werden. Ah. Es wird schon werden, pass auf. Ne, Anstieg und Ausstieg. Dünn, dünn. Und jetzt so mach. Tut sie wieder nichts noch. Ne? Da hört jetzt ja nichts. Jetzt ist es ein Schatz. Ich habe eine andere Idee. Na, Andere bitte schön. Idee. Leute, bitte geduldet euch etwas noch. Wieso ist da eine Bremsspur im Sessel? Naja, wegen dem Bremsen. Wolfsbecker, du die Feuer wohl. Wo ist Servus, grüß dich. Nein, ist heute nichts bei mir. Drum Nukli am Dosenbier. Bravo, Franz Brandwein. Ist auch nicht schlecht. Ein saisonübergreifendes Lied, wie der Franz immer. Ja, ist halt nicht schlecht, eigentlich gesagt. Nicht schlecht gesagt. Ja. Ja. Ich nehme einen Schluck. Das ist ja Was haben wir vorher gesagt? Was war das? Genau, Susanne Moser hat gefragt gehabt, was war das für ein Lied bei den Bretelspitzen gestern im Bayerischen Rundfunk? was haben wir da gesch... Meine Bahn. Meine Bahner, genau. Meine Bahner. Text Gerhard Blabol, Musik Klaus Steurer. Steirerklasse. Hat natürlich eine wunderbare Nummer geschrieben. Wieder einmal. Der Bub schreibt ja so, ich sage immer Bub zu ihm. Der Lausbur, der schreibt da solche Nummern, das ist unglaublich. Ich habe sie nur vertont. Michael Unger, genau.
Kein Bild, kein Ton, wir kommen schon. Ja, Ja, das ist. eine Party. So, passt auf, wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. So, pass auf, weil eben, da geht es nur darum, weil es schon la ist, was den Strom. Das ein Strom da ist, nicht Da wahr? mit dem Ende da, jetzt einmal das da. So. Zack. Jawohl. Warte, ich schnull einmal an, da. Das ist ja. Kriegt jetzt einen Strom oder nicht? Sieht man das? Ja, mal schon. Ja, kriegt er. Oh. Das ist klar weg, glaube ich. Freunde, das ist heute der. Es ist heute Schau, eine jetzt geht das auch nicht. eine pannenreiche Jetzt Sendung. geht das auch nicht, der Schmarrn. Wir haben ja Vollprofis in der Zwischenzeit eigentlich, im Jetzt. Laufe der Jahre fast. So. Jahre, Jahrzehnte bald schon. Nicht? Warte, Aber geht's. Sind wir eigentlich Vollprofis? Ja, jetzt geht's. Haben wir geglaubt, aber. Naja, wir sind Vollprofi. Rennt's oder rennt's nicht? Rinde? So, da musst du genau. Und jetzt schau her. Schau her. Mein Blechheferl. Siehst du noch? Reloaded, wie noch nicht? Jawohl. Skyline. Von Wien. Ja, das gibt's im Shop. So, den Rest nachher. Geht Das war der große Aufwand jetzt. Ja, den Rest nachher. Das ist schon langsam. Ne? Lass das gleich da liegen. Lass liegen. Lass liegen das einfach. da so liegen. Und jetzt reißen wir. Ja, was reißen wir? Jetzt, das waren mäßig Ganz mäßig ganz fangen wir an mit dem jetzt einmal. Ja. War gewünscht von. Ich glaube, von der Sprachpolizei, glaube ich, war es gewünscht. Jawohl, Spruch. War nämlich recht entsinne noch, ja. Jawohl, eindeutig. Ordnung ist was für Zwerge, nur ein Star wird über das Chaos Herr der Lage. Bravo, Roland. Das versteht mich. Versteht mich. Für ein Saupressen nicht schlecht erst. Einmalig. Schoß von der Mana. Ja, das werden wir heute vielleicht Ja. noch bringen. Ja. Meine Bahn am Einlanger Hill, aber nur mit Brokkoli, sagt der Iron Acker. Sehr gut. So, Das Kamerakind ist noch immer links oben. Ah ja, das steht, das musst du ausblenden. Das sicher gerade Kamerakind Patrick steht oben links. Dankeschön. Gut Danke beobachtet, ja. Dankeschön. Danke. Und dafür blende ich was anderes ein. Schmattes kann ich einblenden. Das ist eine gute Idee. Ja. Schmattes, das kann man immer so einblenden. Ihr kennt euch eh aus. Du kannst wieder ausblenden. Ah, siehst du das? Wie das gerinnt? Wenn man nicht vergisst drauf. zu Die machen. Technik, ich hab's im Griff. Unglaublich. Aber halt nicht immer und nicht immer auf den Punkt. Ach, das Problem kenne ich, ja. Also, wenn man es glaubt, man hat es im Griff und man kann dann selber gar nichts dafür, wenn man es nicht im Ich Griff mehr glaube, hat. wir müssen einmal Letzten neu Freitag auflegen. Vormittag war ja großartig bei mir. Ja. Das war komplett Ausfall. Nicht einmal telefonieren konnte ich 10 Minuten lang. Du, aber ich werde mal ausgraben aus der Corona-Zeit. Die 2 Sendungen, die du solo gemacht hast. Mein Beginn mit IT und überhaupt, na servus. Das ist auch Weltklasse. Weltklasse. Da müssen wir einen Zusammenschnitt machen, der Das Highlights. brauche ich, die ersten sind sehr kurz. Das sind also alle Viertelstunde, 20, 30 Minuten. Weil so lang hast du Dann ist das nicht ausgefallen. Dazwischen ist man da wieder nichts gehört, aber das gibt's ja nicht. Was ist jetzt? Lesen hast du nichts können. Lesen habe ich nichts kennen. Ja, ey, die muss ich wieder ausgraben. Die müssen wir mal wieder auflegen. Neu auflegen, ein Reaction-Video. Die müssen jetzt einmal Reaction-Videos auf die alten Pavlatschen machen. Leiband war natürlich ein Reaction-Video auf die alte Pavlatschen, auf die erste, wie haben wir die genannt, die Open-End-Pavlatschen. XXL XXL Pavlatschen, haben wir XXL, gesagt. glaube ich, war, ja. 8,5 Stunden. Ja gut, ist ja wurscht. Ja. Ja. Gibt es eigentlich weihnachtliche Wiener Lieder, meint der Hannes Spießleiner? Nein, gibt es nicht. Nicht, na? Es gibt schon ein paar Lieder, wo halt in einer Strophe oder wo Weihnachten kurz vorkommt oder ein Thema, aber es gibt keine weihnachtlichen Lieder, Wiener Lieder, weil in Wien hat man gesungen zu Weihnachten die Weihnachtslieder, die man halt so kennt. Die österreichischen Weihnachtslieder. Die sind nicht sehr, also im Unterschied zu allen anderen Bundesländern, wo du wirklich auch spezifische regionale Weihnachtslieder findest, gibt es im Wienerischen nicht. Also da hat man gesungen halt, Nix. Sie sind Rosen entsprungen und Stille Nacht, Egelwar und so die Und Tannenbaum und und so, ja. Es Tannenbaum. wird schon gleich dumm und die ganzen Sachen hat Molly gesungen, ja. Das hat man gesungen, Es aber ist keine. ein Ross entsprungen. Genau. Quasi ein Fiakerlied, wenn du Ja, so willst. kann ich eigentlich. Ja. Allerhand Erheiterndes wird geboten, sagt der Carlos Martinez. Ja. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen.
Bravo, Frezler, du bist Oh. eine weise Persönlichkeit. Muss ich echt sagen. Na gut, jetzt reißen wir an, die uns Messing schon glänzt. Und die Vogel auf der Straße trinken auch gern einen Wein oder Öl. Singen sind Sorgen, was sie schon, da schreien's gehört und sind jedrein. Singen sind Sorgen, was sie schon, da schreien's gehört und sind jedrein. Ja, wenn das Messing schön glänzt und wenn der Handliche tanzt, wenn der Sodliche schreit, dann ist auf eine näher weit. Und von Pfoten seit Hege steht nur drinnen ein Grab oder Öl. Und das eine kann ich so, dass noch kein Schönes nie gesehen hab. Und das eine kann ich so, dass noch kein Schönes gesehen hab. Ja, wenn das Messing schön glänzt und wenn der Handliche tanzt, wenn der Sodliche schreit, dann ist auf eine nimmer weit. Und wenn ich einmal gespielt, dass er mit Füßen nimmer tragen oder ja, da muss das letzte Gradl her, damit die Rosen haben. Da muss das letzte Gradl her, damit die Rosen haben. Ja, wenn das Messing schön glänzt und wenn der Handliche tanzt, wenn der Sodliche schreit, dann ist auf eine nimmer weit. Jawohl. Super. Danke für den Wunsch übrigens. Ganz großartig, 1891 erstmals, nein, 1790. 1790, 91, so ist das erste Mal notiert, sozusagen schriftlich festgehalten. Das Messing Ganze, ja. Also wirklich, Wirklich eine eine alte alte Nummer. Nummer, ja. Einmalig. Und es kommt an. Es kommt an bei euch, es gefällt euch, Rode Achtel, danke euch vielmals. Sehr, sehr leibend. Was haben wir da? Last Christmas. Das hörte ich auf den Weg hierher, Um Himmels im Willen. Radio. Matthias Mariaka meint, warum schreiben der Pater und Klaus nicht ihr weihnachtliches Wienerlied? Könnte ein ähnlicher Erfolg wie Last Christmas werden, ja. Naja, es ist ja so. Erstens, wir haben sogar schon welche geschrieben. Wir haben welche geschrieben, ja. Für Weihnachtsprogramm War aber einmal. für Weihnachtsprogramm mit der Monika Kuri gemeinsam. Ja. Der Viel größer als der Weihnachtsbaum ist zum Beispiel ja, von mir. Advent, der Krieg. Nein, der Krieg. Ja, wird das gerade. Da war irgend so eine schnelle Nummer. Advent, der Rubel rennt. Der Rubel rennt, genau, Advent, Ja. der Ja. Rubel rennt. Und genau, gleich so. Also es waren ein paar, ja, aber es ist die waren für ein Programm, muss man dazu sagen. Ja. Und es ist halt so, Es sind keine Hitte, muss ich ehrlich sagen. Nein. Das ist so, ja. und ich muss ehrlich, ich will da auch meinen Künstlerkollegen nicht so nahe treten, aber man merkt, ich merke, sagen wir es auch so, Ja, ich kann mich ja schon, irren. ja. Ich merke halt bei im Prinzip allen Weihnachtsliedern, was im Wienerischen geschrieben worden sind, dass die geschrieben worden sind
Aus einem Grund, weil es gibt keine Weihnachtslieder. Wir müssen jetzt ein Weihnachtslied schreiben, ja. Und das ist keine leibende Motivation für die Komposition eines Liedes. Schreiben wir ein Weihnachtslied, dann gibt es eins. Und das wird an Weihnachten gespielt. Das ist falscher Zugang. Ich sage nicht, dass ich kein Weihnachtslied schreiben werde. Aber das muss, dann muss das passieren. Dann muss das passieren. Ich sehe einfach keinen Grund darin, irgendein Lied zu kreieren für einmal im Jahr, hinter dem ich nicht einmal gescheit stehen kann, weil ich es nur geschrieben habe mit der Motivation. Es gibt kein Weihnachtslied im Wienerischen. Ne? Das ist zu wenig. Ja. Ich finde es zu wenig, ja. Also das ist die Begründung, warum es keins eigentlich gibt oder warum wir es da noch nicht wirklich drüber gehauen haben. Doch es gibt ein Weihnachtslied aus Wien, Ernst Molden mit dem Christkind was rauchen, ja. Philipp Schild, es gibt natürlich auch Lieder vom Roland Neuwirth, ja. Ganze CD gibt es davon. Es gibt von Vögel habe ich auch, der hat auch so Weihnachtslied geschrieben, von Fiebrich habe ich was sogar, aber das ist alles sehr nicht... Vereinzelt, waren alle keine Hits, also sind alle nicht bekannt worden. Ja. Und es ist halt so, also auch die Lieder von Neuwirth oder Molden und Co., das sind leibende Nummern, da gibt es überhaupt nichts, aber das ist jetzt kein wie soll ich sagen, das ist jetzt für mich nicht vergleichbar mit Stille Nacht oder es ist ein Rosensprung. Ja. Nein, das hat für mich jetzt keine weihnachtliche Präsenz, sagen wir mal so. Das sind leibende Nummern, die anlässlich dessen geschrieben sind, also gerade eben also Molden ja sowieso mit seinen Texten ist ja Weltklasse. Und gerade für ein Programm oder was? Der mit der CD ist Wahnsinn, ja. Aber das ist jetzt nichts, was ich durchsetze. Also ich kenne niemanden, der zum Beispiel diese Lieder singt. Ja, außer Neuwirth und den Molden. Ja. Und das ist für mich ein wesentlicher Aspekt eines solchen Liedes, dass das andere Leute auch singen. Also wenn du sagst, ja, jetzt gibt es einen Haufen Musiker, die eigentlich wirklich in der Weihnachtszeit dann dieses Lied spielen, dann hast du ein Lied geschrieben. Das von mir ist halt nur Weihnachtslied ist. Aber es gibt natürlich, aber das sind alles Lieder, die sind alle neu. Also jetzt wie gesagt ein paar wenige Ausnahmen, die sich nicht durchgesetzt haben, aber ansonsten merkt man ganz genau, wann das angefangen hat. Seitdem gibt es viel Weihnachtslieder im Wienerischen, nämlich seit den letzten 20, 30 Jahren, weil es draufgekommen sind, es gibt keine Weihnachtslieder. Aber ich habe noch keins gehört, wo ich sage, bis deppert, das ist so gut, das ziehe ich meine. Wobei ich jetzt nicht heißen soll, dass alle nicht so gut sind. Ich finde es sehr gut, genau. aber nicht im Sinne, dass ich jetzt sage, das brauche ich jetzt für Weihnachten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn nicht noch. Ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich, ja. Schau, der Doki Dox ist wieder da. Mal zu sagen, grüß dich an der Nordseeküste einmalig, dass du wieder dabei bist, jawohl. Weihnachtslieder, wie es ist, herausgesprungen sind auf einem YouTube-Playlist. Christmas at Home, während des Lockdowns aufgenommen, wo ich nicht nach Wien konnte, weil kein Zertifikat. Ja, naja, gut. Ja, viel besser gerät. Jeder Hahn feuchte er die Kehle an. Ja, du hast recht, muss ich. Ich war mir irgendwie da, dann habe ich immer einen Hustenreiz gehabt. Und ich kann ja während dem Singen kann ich nicht trinken. So weit sind wir noch nicht. Das geht noch schwer, aber wir arbeiten auch an dem. Das wird nicht gehen. Das ist einfach so, immer ein Schluck Wasser zwischendurch. Lieder schreiben und nicht spielen, schade, ja. Ja, aber es gibt, ich habe so viel geschrieben, was ich nicht. Das gehört aber dazu, wenn man Lieder schreibt. Man schreibt und es werden nie alle gespielt. Das geht an jeden Komponisten so, das ist einfach so. Ja, das gehört dazu, ja, das ist so. Ja, wie gesagt, weil der Ackerl da auch noch was anspricht, anderes Lied, ja. Es geht, wie gesagt, ich denke mir zum einen, also wenn ich andere Lieder spiele, dann müssen es mir persönlich taugen, weil dann kann ich es leibend spielen. Wenn es mir selber nicht gefallen, spiele ich es ja nicht gut, also wozu einleimen? Ist ja schade, ist ja Zeitverschwendung und Energieverschwendung für alle Beteiligten, also auch für jene, die zuhören müssen. Und selber ein Lied schreiben, für das ich kein Animo habe, geht, aber wozu? Was soll das bringen? Das daher lasse ich aus. Ja. Herr Franz Brandwein, war der Christbamschi glanzt und der Franz besoffen tanzt, die Familie schreit, dann ist es Christkind nicht weit. Ein Poet. Ja, wenn der Christbamschi glanzt und der Franz besoffen tanzt, die Familie schreit, dann ist es Christkind mehr weit. Einmalig.
Das Lied von Marion Zipp ist sehr lieb. Ja, Ist lieb, es ja. gibt Kenn ich, viele kenn ich, liebe ja. Lieder, aber ich meine, für mich wenn man sagt, wie ein weihnachtliches Wienerlied, dann muss das Lied schon ein paar Jahre am Buckel haben. Weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht in den letzten paar Jahren geschrieben worden sein. Es gibt keine Weihnachtslieder im Wienerischen. Nein. Es gibt natürlich vereinzelt welche ältere und alle anderen, da gibt es viel mehr, sind in den letzten 20 Jahren entstanden. So ist es. So. Und das Vielleicht ist für mich, 30 Jahre. und vielleicht, und Mit das Olaf ist für Neuwirth mich, noch das ist für 30 mich Jahre, kein, ja. das Aber ist für mich das kein Maßstab. Das heißt, ja, wenn man so will, man kann dann sagen, in Zukunft kann man sagen, ja, man hat dann angefangen, in den 90er Jahren wieder Weihnachtslieder zu schreiben im Wienerischen. Das könnte man dann sagen, nur jetzt, das ist, wenn ich mir ein Wienerlied anschaue, die 200 Jahre, 250 Jahre, die da relevant sind, und so wie die letzten 20 Jahre hat es Weihnachtslieder gegeben, dann ist es für mich eben nicht, es gibt Wiener Weihnachtslieder. Das gibt's aber nicht. Also jetzt historisch oder volkskundlich oder soziologisch oder wie auch immer man das sagen will. Aber natürlich gibt es viele Kollegen, die welche geschrieben haben. Und manche besser, manche schlechter, manche sehr gut, manche sehr genial. Wie eben zum Beispiel jetzt, wenn man hernimmt, natürlich Molden. Wobei da kannst du dann wieder sagen, ja, ist das wirklich Wiener Lied in dem Sinn oder sind es nicht eher wienerische Lieder? Es ist ja eher ein, wie man heute so sagt, ein Songwriter, ne? Nur halt auf Wienerisch. Ja, ja. Ne? Ein Liedermacher, ein Wiener Liedermacher. Selbst Ein Wiener Liedermacher, ja. der Karl Hodener hat oft davon gesagt, dass er ja eigentlich keine Wiener Lieder schreibt, sondern Wiener Chansons. Er hat es immer Wiener Chansons genannt, ja. Aber ja, das sind alles so, wie soll ich sagen, Zugänge. Und es ist halt ein junges Genre, wenn man so will, dieses weihnachtliche Wiener Lied. Das ist ein sehr junges Genre. Schon. Nicht, ein Und das muss ja erst paar Jahrzehnte, nicht? Das ist nicht alt für Ja, wie gesagt, Volksmusik oder Wiener. relevant sind vielleicht 20, 25 Jahre. Und dann muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube nicht. Sehr. Aus heutiger Sicht. Muss ich echt sagen. Weil, und das glaube ich nicht, dass es am Können liegt oder was, Nein, das hat nichts mit dem, sondern es hat nichts liegt zu tun. daran, ich glaube, dass die meisten wirklich die falsche Motivation haben, Weihnachtslieder zu schreiben. Das ist Ja, es ist kein Ton, das schreibe ich eins. es ist Und genau. das ist falsch. Und da hast du ja, wenn es jetzt Also falsch, ja, es ist nicht. nein, falsch nicht, passt aber nicht es zusammen, ist, ganz. nicht, ist nicht von Erfolg gekrönt. Und wenn man sich anschaut, jetzt zum Beispiel, jetzt gerade Weihnachtslieder, wenn man das sagen, das ist ja jetzt doch ein sehr religiöser Inhalt eigentlich, dazu, nicht? Also ja. wenn wir ehrlich sind, also die ganzen Weihnachtslieder, die so im Wienerischen kommen, also die haben ja alle mit dem religiösen Aspekt von Weihnachten, also mit dem eigentlichen Grund für Weihnachten gar nichts zu tun. Meistens, und zwar die neueren, die kritischen, oft eben die Guten, handeln eher vom Saufen, vom Tschechern, vom Geld ausgeben und von der Sozialkritik und Gesellschaftskritik von Weihnachten. Eher leibend, hat aber natürlich jetzt mit dem Weihnachtslied ja nichts zu tun. Ja, leise rieselt der Schnee, es wird schon gleich dumper. Ja, was weiß ich, wer klopft an? Ja, Keine ja. Ahnung, was dann auf die Schnelle noch. Jetzt ist der raue Winter ist der raue Winter oder da. war, ja, Naja. nicht so krass, aber es ist, den sieht Naja, man, der Jahreszeit Aber das, bezogen ist, wirklich das, so das, krass. das zieht sich da ein. Ne? Das sind, Ja. Und das sind zutiefst religiöse und Regionalblues eigentlich, ja? auf die Zeit und das Ganze bezogen. Ja, und das ist halt dann, ja, ich glaube, ihr wisst jetzt, was ich meine. Ich weiß die ganze Zeit schon. Also, Ja, aber zu dir rede ich ja nicht. Ne? ich Du bist mir ja weiß es wurscht. die ganze Zeit. Nein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine und das, oder was wir meinen. Und deswegen, ja, ich wüsste nicht wozu, dass dann einmal im Jahr, dass ich sagen kann, schau, wir spielen jetzt ein Weihnachtslied. Wie gesagt, vielleicht entsteht einmal eins, aber dann muss passieren. Dann muss einfach wirklich passieren. So, was haben wir da? Bin auch einmal gemacht, Delta Blues in Open D. Auf Gitarre und selbstgebauten Zigarrenkisten getan. Der Jawohl. Jawohl. Einmalig. Einmalig. Das Christkind stapft durch den Tannenwald und hat den Arsch voll vom Hannenalt. Ja. Sehr leibend. McGowan hat das beste Weihnachtslied, ist auch nicht sehr religiös. Shane McGowan. Ja, nicht, aber ich denke mir halt, beim Wienerlied sehe ich das halt schon irgendwie, wenn einer fragt, gibt es Wienerlieder, weihnachtliche Wienerlieder, dann verstehe ich die Frage ja natürlich auch in einer gewissen Tradition. Ne? In der Tradition des Wienerlieds gibt es da Weihnachtslieder? Nein.
Genau. Gibt es Weihnachtslieder auf Wienerisch? Ja. Aber man muss Aber irgendwo eine genauso Grenze ist es auf den ziehen, Punkt ne? gebracht, genauso ist es, ja. Ja, man muss ja eine Grenze ziehen und sagen so, was ist denn ein Wiener Lied dann? Ne? Und ein bisschen eine Grenze zumindest. Und das bezieht auf diese Tradition quasi. Ne? So, jetzt spielen wir kein Weihnachtslied. So, ich trinke einen Schluck und wackel nochmal, weil sonst kriege ich wieder nichts. Kein Schluckerl. Er wachelt, bitte. Spielen wir ein Osterlied. Der wachelt oft. Heute. Osterlieder gibt es gar keine, gell? Nicht einmal sonst so. Das war zum Beispiel was Neues. Das Lied für die harten Eier. Naja. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. So. Was haben wir denn noch Der gesagt? Bunny-Song oder so. Ja, genau. Was haben wir denn gesagt? Irgendein Lied haben wir aber noch gesagt, oder? Irgendwas war noch offen. Offen war nichts, ne? Nein, bist du sicher? Offen war. Oh ja, naja, eins war offen. Jetzt ist man schon, in dem Moment, wo ich sage, ist man schon wieder entfernt. Jetzt weiß Na, ich, dann wie denkst das du ist. nach einmal, nicht? Jetzt weiß ich, wie das ist. Mir ist in dem Moment eingefallen, ja. Ja, Eines denk nach. war offen. Der Philipp Auf der Schild- Schoß von der Mama war. Schuss und Mama, ja, schon wieder, ja. War nämlich Tut mir leid, war wenn ich nicht jetzt schon einen Wirr reingebracht habe. Nein, gar nicht. Ich finde Nein, das echt nein. spannend. Also ich persönlich, ich Das weiß nicht, ob ist Sie spannend kein finden, Wirr. aber ich finde das spannend, genau so ein Thema einmal anzusprechen, sozusagen. Gell? Und wie man es halt sieht, nicht? Oder wie das halt verschiedene Leute sehen, sagen wir es so. Nicht? Ja. Na gut, dann machen wir den Schuss von der Mama. Heute haben wir noch gar nichts Schwungvolles gespielt, gell? Sondern vor allem, Nein, eigentlich, ja. Ja, ist halt das so. nichts macht ja nichts. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadel. Ob weggeschossene Schein oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der wiederholt. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Kopf hart, Knie auf die Schuhe und die Finger zwickt. Und auf geschiffte Wunden ob schiefere Zungen oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Wetter holt. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man das Kleine so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist mir älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus
trink Kaffee und red sie aus. Druck manche Suchen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf den Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Auf den Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf den Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Wunderbare Nummer von dir. Dankeschön, Dankeschön. Ich war Grotz im Hals, Da muss man sofort was dagegen machen. Aber ich will nicht gleich zum Wasser greifen, weißt du? Ich will zuerst trotzdem den Wein probieren. Eine schöne Nummer, auch der Text von der Monika Kuri. Cool, ja, wunderbare Nummer. Und eines der Lieblingslieder auch von der Daniela Schlögl. Ja, da kommen wir jetzt auch hin. Was haben wir? Die Achtel von einer, danke schön. Danke, ja. Hab Gänsehaut, sagt der Roland, bravo. Sehr fein, der David, danke dafür. Super Akkordserlegung von der rechten Hand. Sprachpolizei, danke der Ski. Natürlich sehr. Schon fehlerhaft, aber da bin ich nicht so hinüber. Und es ist schon schwer. Also das Fingerpicking und Singen dazu, es ist schon. Naja, es ist erstens das natürlich, wenn man es nicht, schon, ja, weil es ist das einzige Lied eigentlich, was jetzt wirklich auf die genau. Ohren drehen. Und das andere ist halt wirklich Fingerpicking auf der Kontragitarre ist jetzt nicht, ist nicht vorgesehen. Das ist anders, weil beim Finger, also für die Freunde, es ist halt so, wenn man Gitarre in der Hand hat, und du machst Fingerpicking, nennt man, wenn man mit den einzelnen Fingern so spielt. Und jetzt ist es so, wenn du dich so draufhängst, hast du entweder die klassische Spielweise, nicht? Also da hast, aber da spielst du es, da hast du aber die Gitarre. Also das ist eine ganz andere Haltung. Oder du hast das Liegen, also jetzt, wenn du nimmst dann Reinhard May oder die Klassiker, nicht? Die Liedermacher, nicht? So die berühmten Liedermacher mit der Gitarre, die haben die Gitarre, also die Hand liegen und damit ist sie abgestützt und du kannst natürlich mit den Fingern viel leichter agieren, weil es gestützt ist. Das kann ich natürlich da nicht machen, weil ich ja mich überstrecken muss mitunter dann wegen die Passarten. Das heißt, du hast zum einen du hast eine gewisse Spannung in der Hand. Kommst weit weg, ja, und zum anderen hängst du immer ein bisschen in der Luft. Heißt nicht, dass es nicht geht, das heißt nur, dass ich jetzt wenig geübt habe. Also das kann man üben, aber das ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Sagen wir es so. Das Lied, was wir bei der Bretelspützen gesungen haben, Susanne Moser, das war es. Richtig, das kommt noch. Jawohl, das kommt noch. So, jetzt muss man schauen. Und weil da wahnsinnig viel, was mich irrsinnig freut, natürlich wahnsinnig viel Spritzerglasel, Emojis sehe ich. Ja, auch ihr könnt so ein Spritzerglasel Emoji haben und es ist ein... Ja, selbstverständlich. Das wird das so toll anpreisen. Es ist für den lächerlichen Preis von 4,99 € im Monat, wie kann man das haben? Na, der Schmäh ist der, ihr könnt Kanalmitglied werden, wenn ihr den wollt. Das heißt 4,99 € im Monat für uns, das bedeutet, ihr zahlt uns quasi symbolisch gesehen ein Achtel an jeden von uns, ein Achtel im Monat beim Taschler. Und für diesen Preis sozusagen ist man ein Kanalmitglied, hat sonst keine wirklichen Vorteile, außer dass man auch dieses Spritzer-Emoji kann man verwenden natürlich dann. Ja. Aber es ist eigentlich gedacht jetzt wirklich schlicht und einfach als reine Förderung, als Unterstützung der 16er Buben. Was es macht, wird uns gefreuen. Wir wollen ja unsere Inhalte trotzdem für alle
zugänglich und frei halten. So ist es. Und das geht uns ja wirklich. Erhalt des Wienerli, des Fortbestand des Wienerli, des Neuentwicklung, Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Und das soll für alle zugänglich bleiben einfach. So ist es. Ohne irgendeinen speziellen Content für Leute. Keine Exklusivität. Keine exklusiven Sachen, sondern das soll wirklich für alle da sein einfach. Ja. Ja. Und dieses Kanalmitglied, das ist natürlich auch leibend für den Algorithmus und so Das weiter. ist es auch noch. Ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, jeder hätte es gern, wenn im Monat ein 5 umwächst. Das brauchen wir jetzt nicht schönreden oder sonst was. Wir würden uns sehr freuen, aber es wäre eine Möglichkeit, wenn ihr denn so wollt, dass ihr uns unterstützen könnt, quasi unser Achtel zahlt im Monat. Das ist eine Variante. Die anderen Varianten, wenn euch die Musik gefällt, sowieso, würde es uns sehr freuen, wenn ihr an Schmattes umwachsen lasst. Sprich, einen Obolus ins Körperl, in den virtuellen Hut oder wie auch immer man das nennen mag, hineinzuschmeißen. Informationen stehen jetzt nicht in der Videobeschreibung meines Wissens drinnen, aber wer sich das wäre noch nachreichen. Auf jeden Fall über PayPal, über Online-Überweisungen, Kanalmitgliedschaft, was halt man noch. Natürlich diese super Chats, wie es heute schon die Wildcat gemacht hat. Also viele Möglichkeiten gibt es uns zu unterstützen und ja, dafür sagen wir jetzt schon herzlich Dankeschön. Danke, ja. Weltklasse. Und dann gibt es natürlich noch die Variante, dass man uns einfach ein Packerl zukommen lässt. Jetzt muss ich das kurz weg. Ja, dann gibt es auch die Variante Fanartikel. Natürlich, Zu dem kommen wir dann ja. auch noch, weil Weihnachten ist. Aber jetzt, Patrick, gib mir die Kamera. Gib mir die Kamera. Soll ich öffnen wieder? Ja, sicher, weil das sei ja schön. aber es ist ja so. Und das Messer ist jetzt nicht scharf oder was, gell? Weil du tust da nur weh. Nein, mit stumpfem Werkzeug tue ich immer. Nein, das ist was der. Warte mal. So. Kamera Kind Glas und das ist noch schwarz, aber jetzt geht's. So. Geht schon, jawohl. Da haben wir ein wunderbares Spargel von unserer Brentsche besser. Jawohl, Daniela Schlögl und Max Schlögl muss ich auch erwähnen. Natürlich, selbstverständlich. Ein wunderbares Paket. Ist gar nicht so Habe ich weit. das da hergestellt? Nein, ich muss ja aufschneiden. Naja, da hast du dich halt daher bewegt. Naja, das ist sehr gut Jetzt habe ich verklebt. das so hergestellt. Das ist von Darum sage ich, da Vorteil. tut er nicht weh. Na, weh. Fangen wir mal so an, dann schauen wir, wie es Das war weitergeht. gar nicht so. Das hat er gar nicht so ungeschickt gemacht. Fertig, Das ist nicht so blöd. Ja, du kannst mehr überrascht wie ich, dass du das so hinkriegst. Ja. Bin noch nicht fertig, weißt du? Ja, ich weiß nicht. Ha! So, da. Jetzt kannst du wieder Jetzt soll daher ich's- stellen. Ja, jetzt kann ich ja Ja, so herstellen da. ja. Ja. Warte, Aber, da hat er noch was vergessen. Das ist noch. Nein, ich will ja nicht irgendwo rein. Nein, in die Goldbarren Die oder. Goldbarren waren wurscht zum Einschneiden, nicht? Aber ich biege es jetzt um, einfach weiter. Willst du sagen, ich übergebe? Was? Da schon her, ein Plastik. Eine Folie da. Mit Luft. Wenn wir da die Stecker nicht zusammenhaben. Ah, das ist gut Da eingebaut. schon her, was da ist. Warte, ich leg das einmal da an. Da schon her. Ui, fangen wir mal, was ich denn da? Eine Küchenseife, Kaffee. Dann haben wir da, das ist auch eine Seife, da steht aber nichts drauf, aber da muss ich reinschauen natürlich jetzt. Feine. Das ist klar. Selber gemachte Seife. Zitrusnoten und so. Von der Daniela. Wunderbar. Schau das an. Leibern. Von der Daniela. Daniela. Selber gemachte. Echt leibend. Echt Selber leibend. gemachte Seife. So, da haben wir. Weiter noch Seife. Ah, das ist wieder das gleiche, ja genau. Das ist alles in doppelter Ausführung. natürlich. Sehr brav. Dankeschön, herzlichen Dank. Dann haben wir hier ein Dosel. Das ist ein bisschen. Das ist die Post oder gehört das so? Das hat ein bisschen ein Täppchen. Ja, ich wahrscheinlich mache es jetzt auf. Ja? Wahrscheinlich hat es uns die hinliche Dosen Nein, geschickt. also, sie haben's überlebt, die Grapfeln sind schaut da. sich das Jawohl. an. Schaut sich das an. Weihnachtsgrapfel, herrlich. Ich bin schon frei. Bitte um Verzeihung. Ja. So, aber das war ja noch nicht alles. Ha, ha, ha. Da schon her. Jetzt. Jetzt wird es auch spannend, nicht wahr? Kann ich so, Papi, kann ich so. Nein, ich hau nichts rüber. Nussschnaps 2024. So, da ist ja noch was. Na, und Daniela, es ist ja Wahnsinn.
Nicht nur 1 Liter, sondern es sind ja 2. Ja, die 16er Daniela weiß Burm. jetzt wirklich, dass wir ein Duo sind. Die zweite Flasche Nuss-Schnaps selber angesetzt von der Daniela. Großartig. Ich schau nur weiter, dass ich nicht irgendwas übersehen habe. Ich glaube, Ja, das war's. Das ist wunderbar. Verpackungen. Ein riesengroßes Dankeschön. Daniela, Weltklasse. Ich danke dir herzlich. Danke, große Freude. Das Dosel ist zum Teilen, aber da gibt man das extra zerbrechlich auf und dann sind die Kekse erst recht hin. Nein, die hier waren sind's die nicht. hin, Nein. nein. So, da. So, ich pack das nur ganz Jawohl. ein bisschen weg. Das so. Den Rest lassen wir am Tisch stehen, das schaut schön aus da. Der Patrick lernt dazu, sagt der Wolfgang, ja? Ja? Mein Lieber. Ja, kriegst du es zu auch wieder? Nein, gell? das nicht. Ja. Seife, wunderbar. Ich lasse das alles da am Tisch stehen. Nein, die Krapfen sind in Ordnung soweit. Naja, oben sind ein paar, ein bisschen was Ja, ist. die ist aber. Ein bisschen was ist zerbröselt. Da schaut's Die ist einmal. aber. Da schaut's einmal da, ne? Ich möchte es nicht zu schräg halten, aber herrlich, Dankeschön. Herrlich. Ganz Gut, herzlichen super, schon Dank. drin. Aber Ein im Bild. Zerbröselt, das muss ich noch kosten. Hau eine. Ah, gut. Jawohl. Die Erbtand, man, der Rudi Korbis, ja, das passt. Jetzt. Bebol erledigt. Landtagssteuer Markus, bist der Weltklasse. Seit Jahren muss der Klausi regelmäßig erklären, warum es kein weihnachtliches Wienerlied gibt. Ja, stimmt eh, gell? Das ist alle Jahre wieder das Thema. Das ist eigentlich unser weihnachtliches Wienerlied, ist das, wir erklären müssen, warum es keins gibt. So gefällt mir das da. So, So. Das ist ein sehr... stumpfes Wes ist wie ein leeres Weinglas, sagt der Franz Brandt. Verzeihung. Geht gar nicht. Ich bin ja mit so... Ich bin ja ein Süßer in der Weihnachtszeit, gebe ich zu. Gibt es eine Regel, die zerbröselten muss man gleich essen. Ja, das stimmt eh. Das stimmt eh. Ich lasse ihn aus wegen der Zahnlocken. Gut, ich ist ja eigentlich nichts Süßes mehr. Also halt mit hin und wieder dann schon. Nicht? Also, aber nicht so zwischendurch gar nichts, sondern dann wirklich zum Beispiel, dann nehme ich mir so Keksel. Weißt, Okay. und dann Ist zu 5, 6 Zähne. naja, nein, das so, wann ich ist dann schon, aber halt an einem Tag, das sage ich so, was ich sage, weil halt, keine Ahnung, jetzt haben wir was besonders Gutes gekocht und nein, das dann wir heute zelebrieren und dann gibt es eine gute Nachspeise, nämlich Kekseln oder einen guten Kuchen, eine gute Torten, na sowas dann schon, aber eben, ich sage einmal, wahrscheinlich nicht einmal in der Woche einmal, aber jetzt wahrscheinlich Jetzt mehr und- Weihnachten. Weihnachten ist ja. Ist ja so. Also jetzt waren mehr eigentlich. Aber das tut mir gut, weißt du? Das ist, und das möchte ich auch nicht erreißen lassen, wie man so schön sagt. So, das heißt, wir spielen jetzt die Bahner, nicht? Die Bahner, ja, das sehe ich ja. Bahner. Gestern in der Weihnachtsedition, in der Advent-Edition, muss man sagen, von den Bretelspitzen im Bayerischen Rundfunk zu sehen und zu hören. Unter anderem auch die Aufnahme vom Sommer. War lustig, weil man hat nämlich noch gesehen, einen Sonnenbrand. Und da haben wir gedacht, siehst du, ich wollte die ganze Zeit schon Wasser trinken wegen Und vor allem auch im sommerlichsten Gewand auch noch. Ja, war ja Sommer. Aber war ja Sommer. War ja Juli. In F oder bist du? Das war schwierig. In C. Von C? Wenn ich zu meinem Doktor gehe, tun mir alle Knochen weh. Der sagt mit seinem Doktorgrad, das ist altersadäquat. Und solange ich noch was gespielt, lebe ich ungleichgültig wird. Deprimiert durch die Medizin, hab ich heute noch einen Termin. Himmelfix, ich spür die Bahnen, dass ich glaub, ich muss schon warnen. Alle tut mir alles weh, wenn ich zu meinem Doktor geh, mit den altgedienten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, geht auf einmal alles unter, was ich grad noch gestielt hat, und ich fühl mich gleich kommod,
3, 4 Glasen oder mehr stellen meine Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus, da geh ich Pumperl gesund nach Haus. Meine Frau macht Frühjahrsputz und sie pfaucht, seit sowas nutz, macht ein Arbeitsdefizit wett und hilft beim Putzen mit. Nimm den Besen und kehr auf, putz die Fenster und darauf, schmeiß den Mist weg, doch ich schau, sterbenskrank, meine Gattin an. Himmelfix, ich spür die Bahnen, dass ich glaub, ich muss schon weinen. Allweil tut mir alles weh, wenn ich zu meiner Wirten geh. Mit den altgedienten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, da geht auf einmal alles unter, was mich grad noch gestirrt hat und ich fühl mich gleich kommod. 3, 4 Glasen oder mehr stellen meine Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus, da geh ich Pumperl gesund nach Haus. So schaut's aus, nämlich. So schaut's aus. Gerhard Blabold, der Text, Musik Klaus den ich P. verdammt Steyr. habe. Verdammt. Und gestern im bayerischen Fernsehen mit einem großen Marktanteil, habe ich gehört. Ne? Von 13,6%, über 1 Million Zuseher im dritten Programm eigentlich. Ja, erstaunlich. Ich nehme an, erstes ist wahrscheinlich ARD oder was? Oder ZDF? Oder? Wie geht das? Das erste? Na, ARD muss das erste sein. ARD, ZDF, Und BR. dann wahrscheinlich BR oder SWR und was du BR alles oder WDR und so. ja. Das werden die Dritten Das- sein dann, ne? das- Oder werden mehrere Dritte? Oder ist das Das weiß ich auch nicht. Ne? Wie ist das? Das wissen die Deutschen, wissen das. Oder ist wirklich das dritte Programm? Ist das wirklich Ist das das der bayerische? bayerische Rundfunk? Oder? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ob das ist, ja. Aber auf jeden Fall ja. Man, über 1 Million Zuseher. Über 1 Million No, Zuseher in der no, heutigen Zeit ist das schon durchaus no. am Ich Markt. meine, Ja. ich mein, stell dir vor, wir hätten 1 Million bei der Pavlatschen oder den Na, Chat-Partei schon. Da kennt man nichts mehr mit Chat. Da geht doch gar nicht mehr reden mit euch so, wie man jetzt Nein, plaudert. und das ist so schauen Das geht und sich jetzt nicht sagen, mehr. ich glaube, es sind mehrere da. Das rennt so dahin. Wie friert der Fernschreiber? Sehr zum Wohle. Sehr zur Wohl, Prost. Ja, Jawohl. ich freue mich auf den Nussschnaps. Nussschnaps. Ich habe ja Gott sei Dank noch von der Daniela einen alten Nussschnaps und einen alten Nussschnaps auch noch. Ein bisschen. Dadurch kann ich den immer schön reifen lassen, nämlich das ist gut. Außer du kommst öfters nicht, dann schrumpft er meistens schneller. Der Daniela sagt ja, der braucht noch was. Alleine, Der ist noch rassig, der braucht, ja, der. Ja, klar. Wie gesagt, nachdem ich jetzt ja auch ohnehin mit Zucker mich da sehr zurückhalte, ist ja das, dann sind das ja dann wirklich Spezialitäten. Aber eben, wie gesagt, ich mache nicht so, dass ich sage, nie wieder und was das ist radikal, sondern ich schaue nur, dass ich es wirklich timen tue, dass ich nicht zu viel Ausnahmen mache, sondern dass ich sage, na gut, heute. Ja, vielleicht morgen auch, aber dann muss Und dann ist wieder Schluss, ne? Dann muss Schluss sein. Das habe ich immer so gemacht, dass du zweimal wirfst. Das war so mit Zweimal hintereinander, Training, meinst du, ja. oder was? Ja. Das ist ja, Also zum Beispiel mit denen, nicht? In der Früh gibt es Tage, wo ich dann sage, heute wird es eng, eher zeitlich meistens, weil ich später aufstehe oder was. Wird eng oder sonst was, lass ich ausfallen. Und das darf maximal am zweiten Tag sein und dann muss wieder. Und ich muss sagen, ist bis gut jetzt, so. ich sehe wirklich maximal einmal ausgefallen, weil es halt wirklich nicht, heute zum Beispiel, weil das sehr früh noch zum Zahnarzt gehen müssen. Habe ich es auslassen, hätte es nachher nachholen können, aber da wird dann vergessen. Und das ist eben das, weil das ist in einer Routine drinnen. Ne? ja, das ist ein Rall. Das ist auch. ein so, ja. Und darum möchte ich mich lieber daran gewöhnen, sozusagen keinen Zucker zu mir zu nehmen. Und dann aber bewusst, wenn ich sage, jetzt heute hau ich mir was rein. So schaut's aus. Ja. Jawohl, der Wolfgang und der Doki Doxen sind voll aufeinander. Jawohl, die geben sie es. Mit getan.
Ja. Jedes ich habe recht gehabt. Der Ulrich sagt, so ist, jedes Bundesland hat sein drittes. Ich verstehe. Das dritte Programm ist das Bundesland. Fernsehen quasi. Alles klar. Ja. BR3 heißt das wirklich wahr? Ja, und was ist das zweite jetzt? Das ZDF, oder was? Der erste wird wahrscheinlich ADR, also das Allgemeine. Das ARD. ARD, ja. Was habe ich gesagt? ADR? ARD, ja. So, wurscht. Tadel. ARD. Und das ZDF ist zentral. Zentral Deutscher Rundfunk. Hast du das so wirklich? Ja, ich weiß nicht. Fällt mir nur gerade ein. So. Ja, ist es schon der eine Spießer, der muss um 4 Uhr aufstehen, habe ich die. Na bumm, angenehmes Aufstehen. Da kann die auch nicht denen. Da schlafe ich. Vierte Gold, schön, dass du dabei warst. Sicher noch. Schau, der Hochhof muss auch dahin, ist auch dahin. Muss bald aussehen. Das ist ein Wahnsinn. Vierte Gold, Vierte Gold, servus. Beste Grüße, weißt du, Axel des Bösen, du kennst dich aus. Insider. Ha. Die dritten Programme gehören zur ARD. Das erste ist Hauptprogramm der ARD. Ja, was ist jetzt der zweite? Zweites ZDF schreibt der Ulrich schon. Ah ja, Ulrich schreibt schon, ja. alle reden Deutsch, ARD. Ja, Wahnsinn. Zweites deutsches Fernsehen heißt Nicht es. das Zentrale. Naja gut, aber Freunde, jetzt klärt sich für mich einiges auf. Aber was mich jetzt schon mein ganzes Leben wahrscheinlich beschäftigt hat. Bis jetzt hat es mich nicht beschäftigt, aber Also es ist ARD, schön, es endlich zu wissen jetzt. was heißt dann ARD? Allgemeiner Rundfunk Deutschland. Wahrscheinlich. Und ZDF Das ist das zweite deutsches Fernsehen. Alter, das musst du mal wissen. Gut, ich schaue es nie. Ne? Aber wir haben ja gehabt früher nicht ORF 1 und 2 und 3, sondern FS1, also ORF mit FS1 und FS2. Und FS2 sendet erst ab Nachmittag oder so war das immer. Fernsehsender 1. Ab 9 Uhr in der Früh FS1 und glaube ich, weiß nicht, ab 15 Uhr oder 17 Uhr war dann FS2 auch dabei. Wie ein kleines Kind, wie Das steht schon. in der Volksschulzeit sogar noch, ja. Aber alle sagen schon, zweites deutsches Fernsehen, das ist ein Wahnsinn. Siehst du, das ist Bildung. Zum ZDF gehören ZDF Neo, Arte, Dreisat, okay, das ist mir dann schon wieder klar. Das Dreisat ist ja die Gemeinschaftsproduktion. Allgemeines ratloses Durcheinander. Ja. Das Dreisat ist ja Schweiz, Österreich, Deutschland. Ja, Das so du hast ja Dreisat, nicht? Ja, okay. Ja. Hessischer Rundfunk HR hätte auch noch zusammengebracht, aber Ja. der Stromer, wir sind jetzt bei den großen Sendern. Gell? Der riecht nicht an Köchau. Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik. Hast du es wirklich so? Das ist ja Wahnsinn, das heißt wirklich so. Das heißt so, ja, okay. Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Kein Wunder, ganz Interessant, aber. ehrlich. Interessant. Kein Wunder. Ich meine, aber wirklich, da liegen Welten dazwischen zum zweiten deutschen Fernsehen. Das ist, Der oder Wolfgang schreibt gerade Wikipedia. ja, das Ja, ist genau so. so. Super. Aber man weiß, wo man nachschaut, nicht? Zentrum der Finsternis jetzt. Da gibt's ja. Ich habe einmal gehabt, das war auch nicht lässig, weil der ORF ja immer auch diesen Beinamen gehabt hat, der Rotfunk. Ne? Weil natürlich auch halt die Sozialdemokraten, die nicht sehr besetzt haben, klugerweise, weil das war damals die Diskussion, wann ist das Fernsehen gekommen? 50er Jahre. 50er, das ist auch Ende Anfang, 50er Jahre. 60er, Anfang 60er. Und da war es so, dass die ÖVP, die Schwarzen, haben sich quasi aufs Radio geschmissen und die haben gesagt, wir bleiben im Radio. Und die Roten haben gesagt, muss man sagen, Allen voran der Rat klugerweise, damals, ja. den ich ja sehr schätze, als Menschen überhaupt als Menschen kennen, Nein, so wie Dings war, der Julius Raab hat das völlig weggelassen und gesagt, wir würden in das Kastel reinschauen. Nicht? Keiner. die haben das komplett übersehen. Komplett übersehen. Und die Roten, die Haben sie Sozialdemokraten, wirklich da auf das haben einlassen das drauf. Fernsehen halt Haben genommen. sie Ne? richtig einlassen drauf, ja genau. Da gibt es ja die herrliche. Ach, was war denn das? Ich glaube, wie der Teddy Podgorski gestorben ist heuer. Gott über ihm selig. Cooler Typ. Absolut, ja. Der hat, das haben wir gespielt. Da haben wir irgendwo gespielt und wir sind heimgefahren, spät in der Nacht. Von weiter weg war das. Und ich habe im Auto eben gehört, dann die Sendung, wo ihm der Podgorski, also eine Sendung halt war, mit einem Interview für ihn oder sonst was. Und da hat er das so erzählt, diese Geschichten. Und wie er quasi dann zum Fernsehen gegangen ist,
Und wir haben alle gefragt, was deppert ist. Ich habe gesagt, nein, er kündigt beim Radio quasi. Ja, ich gehe Und zum er geht zum Fernsehen. Fernsehen. Und das war so. Du suchen es Leute und du. Da habe ich gesagt, da bist du deppert, was willst du, das ist morgen vorbei. Das gibt es ja nicht lange und so. Also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, hat dann irgendwann der ORF diesen Begriff Rotfunk bekommen. Und ich habe einmal so einen Aufkleber gehabt, wo auch immer der her war, und es hat mir irrsinnig gefallen. Nämlich dieses ORF, dieses alte, dieses ovale Rund, Kann mich dieses ORF-Logo. erinnern, ja. Und da ist dann drauf gestanden in Kurrent, nicht in Kurrent, wie heißt es da, nicht gotisch, sondern in dieser Druckschrift, in der altdeutschen Schrift, ja. sage ich jetzt einmal, schwarz sehen und dann in normal gegen Rotfunk. Kann mich erinnern an diese Aufkleber. Ja, genau. Die sind dann sehr bald wieder verschwunden gewesen. Ja, Aber ich weiß gut, nicht. war es noch da. Ich war ja Ich nicht kann mich viel da. erinnern daran. Aber es hat mir so gefallen, so schwarz, das war so der Zorn der Zorn eines- der Wiener halt. Und die haben dann gesagt, schwarz sehen gegen Rotfunk. Ne? Und das war so das Ding. Aber österreichischer Rundfunk und Fernsehen heißt der ORF. Nicht? Aber ich meine, ich war nie gekommen auf Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Das ist schon Wahnsinn. Das musst du mal zusammenbringen. Ah, der Peter Voigt schreibt auch was anderes, okay. BR3 ist Radio, TV heißt schlicht BR. Siehst du das? Gut, Siehst so ist das? es. Gut. Allgemeine Desinformation für Dummköpfe. Wahnsinn. Wahnsinn. Der Fernseher hat mir Mandalradio Okay. gelassen. Ohrfloch. Ja, nein, das war Wahnsinn. Da hat es viel gegeben. Aber ich finde das spannend, weil ja eine ähnliche Situation erleben wir ja mit den sozialen Medien und so weiter. Nicht? Also wo ja immer noch, also selbst große Firmen oder auch die Politiker, die sich jetzt zwar viel aufhauen auf diese Social Media Sachen, aber nicht wirklich, weil sie es nicht verstehen, weil sie es einfach nicht wollen und weil sie nicht drauf sind und weil sie es nicht für wichtig halten, weil es immer noch alle daran hängen, dass das Fernsehen wichtig ist. Aber ich sage euch was, das Fernsehen von heute ist das. Ja. Das ist das Fernsehen, Punkt. Wer das nicht sieht, tut mir leid, der ist so wie damals der Rab und Der Co. Rab und beim Co. Radio. Die bleiben beim Radio und dann Ja. wundern sie sich, dass es nicht mehr gibt. Das ist halt Ja. das, gell? Ja. Aber es ist ein Wahnsinn, das sind spannende Sachen. Die Ideen, was der gehabt hat, Zeit im Bild, die stammt von ihm nämlich. Der Name, Das war ein Zeit im Bild. Provisorium. Er war ein Professorium. Und wie so oft ist, ein Professorium Und da heutzutage, ich glaube, es war nicht der Bacher, nein, der Bacher war es glaube ich nicht, aber sein Chef hat dann gesagt, naja, solange uns nichts Besseres eingefallen, nehmen wir das. Nehmen wir das, ja. Und das blieb bis heute. Ich suche eine Braut, ist in C oder was? In G. C. In C, wir fangen Ja. mit dem an. Ja. Das fällt mir jetzt ein, er hat was ganz was anderes. Mit der Rosalie. Sollen wir es mit der Strophen singen? Weiß ich gar Ja, nicht. das schon fangen wir mal an. Ich suche eine Braut mit 17 Häusern und einem Bindelgeld, die mich verhätschelt und nicht wie ein Bernhardiner-Böll. Die Tolle kocht so etwa wie mein Manitant und sie kann Hausfreund halt, das macht ein pepperes Hand. Ich glaub am besten war sie Möbel auf ein Inserat, da findet man alles vom Skelett bis Mollert oder Blatt. Mit Kind und Kegelwellen, Sittich und Klavier und einem Deckel an der Wand, sie liebt zu mir. Ich glaub, mein Erbtant, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erleb, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Rennt schon im Schucher, nichts zum Tschechen, nichts zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Jawohl! Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitze und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vor den Weg und rat sie da am selben Fleck. Man kann sagen,
was man will. Schön ist so ein Ringelspiel. Einen Wiener geht's sofort, wenn er selber sagt. Und im eigenen Bezirk nach einer Gossen fragt. Wenn er schimpft, dass der Wein ihn aufs letzte Gerstel bringt und gleich drauf seine 4 Viertel trinkt. Wenn's die Bundeshymne spielen, geht's der Sage an. Er steht da und ist ganz stark, weil er den Text nicht kann. Doch bei Schrammen singt er mit, jedes Liedl, das ist gewiss. Daran kennst, dass er einer ist. Vor 20, 30 Jahren, da war er am Kieler genau allein. Da hat's uns nix wie saubere Buben und saubere Dirndl gegeben. Ja, und haben's wo tanzt und umgestrampft, da war er gewiss so frei. Ja, singst, was waren halt da zum alles noch kehren, geht's um den Leid. Wann der Riesikattel gesungen und es war gewiss kein Pflanz. Kecke, Tanz und Lieder, da war man von den Dirndl gewandt. Der dicke Pepe Karl und der Franzl, alle drei. Ja, haben's wo tanzt und umgestrampft, da war man gleich dabei. Heut geht's ins Singen schwer. Wir haben keine Stimme nicht mehr, tanzt wieder jeder so. Wir sind aus Heu und Stroh. Jo, jo, mir geht's schon, da muss er Föder sein. Wir haben auf der Welt keiner mehr gehört. Im lichten Tal, hint beim Äuserbach, steht der alte Kratzen mit ein Schindeldach, wo die Fenster sind fest verschmiert mit Lamm. Dort wer's wissen will, bin ich daheim. Wer mich suchen will, braucht keine halbe Stunde. Wenn wir's falsche geht, so kennt mich alles am Grund. Es gibt kein Madel, das nicht ist in mich verbrennt. Und den Sternglas wird nicht kennen. Stollen haben wir nix, genommen haben wir nix, na wir sind die ehrlichsten Leute. Nur mit der blöden Arbeit hat ja keiner frei. Wir tragen bloß Vierte, sind alle fix. Da machen wir den, da machen wir nix. Und im Winter, da müssen wir uns plagen, weil da fuhren wir mit dem Aufspritzwagen. Und im Sommer, da schreien wir See, weil da kehren wir miteinander den Schnee. Aber gewiss nicht. Ohne Unterstand beschließen wir unseren Lebenslauf. Da singst die letzten 2 Bücher, jetzt hört sie das Bücherleben auf. Da singst die letzten 2 Bücher, jetzt hört sie das Bücherleben auf.
Beim Wein darf's nicht fad sein, Dein Lied muss schön stark sein, sonst hast nur die halbe Freude. beim Plaudern musst lieb sein und beim Bussel a Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal am schnellsten verfliegt oft A glückliche Stund, drum darf's niemals fad sein, und das Glück muss schön stark sein. Lag ich's an, weil sonst fliegt's da davon. Drum schraube tut's uns nicht verlassen, weil Wien wir ohne nicht Wien. was nutzen uns die alten Gossen, Und Gemütlichkeit mit echt dahin. Wir haben schon tun und alles ein kleiner, drum haben wir unsere Schrammen gehen. mit so viel Herz Spült uns keiner, a wer ne Lied wie es mir gerne. Wir haben schon tun alles a kleiner, drum haben wir unsere Schrammen gern. mit so viel Herz Spült uns keiner, a wer ne Lied wie es mir gerne. Da war ein kleines Saletl und da war Blumenbeetl und da hast den Feigerl in die Augen geschaut. Da war ein Werkzeugkittel und Versackel, Düngemittel und in das Siedl hat der Bagger reingehauen. Da war ein kleines Bergerl und darauf ein Garten Zwergerl und da hast zum ersten Mal die Masen gelockt. Da war ein Fliederstammerl und da ein Kirschenbaumerl. Doch die letzten Kirschen haben dann schon die anderen braucht. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bahn. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf das schaut nur das Grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen voll, den blauen Himmel sehen hast eben ehrliche keine Chance. Die Baum ums Auge ist doch, wer wird den Himmel zahlen? Drum wart ich nimmer auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen, mit alle Baum. Ja, jetzt stehen auf der Plantagen bei einer 20 Etagen. Die Masen und die Amseln sind zum Friedhof geflogen. Dort sitzen sie die Bäume und ich, die hat nix versammelt. Es war ganz gut, weil ich nur gleich mit einer gezogen. Wir haben's mein Schrebergarten genommen, mit alle Bäume.
Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gasse schau, schaut alles grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen. Den blauen Himmel sehen hast neben mir dich keine Chance. Die Bahn haben so ist doch, wer wird den Himmel zahlen? Drum wart ich nimmer auf den Sommer, nein, nicht im Trans. Wir haben's mein Schrebergarten genommen, mit alle Bahn. In so einem Hinterhof von einer Zinskaserne, wo die Leute das Holz für den Winter hocken da. Dort landet ein fesches Madel mit einem jungen Herrn. Sie träumen, dass sie im 7. Himmel sind. Dass der Himmel so blau bleibt und dass niemand davon treibt. Dass die Bussel, die Siersen, sie nicht später verdrießen. Das wird blierten Bäume nicht das Frühjahr versamen. Und dass immer beieinander bleiben, sehen's von dem tun sie Dramen. Bei einem Laternenpfahl an einem gewissen Eck, dort wo die Hundeshaxel hemmend hängt, dort landet ein reifes Madel mit einem ötern Herrn. Da zählt ein lauter Safalade Charme. Dass uns das Sinn der Rekords ist, weil um sie so eine Krise ist. Dabei hat schon seit Wochen kein Naturschnitzel gerochen. Doch weil ich auf die stehe, spüre ich heute ein groß weh. Du, ich mag so mal Suppen, singst du an ihre Hausscharme. In so einem Hinterhof von einer Zinskaserne, dort wo's die Fleckerl ewig klopfen da, dort kniet ein kleines Madel, es tut kein Menschen kehren und schaut zum Himmel auf wie ganz verwandt. Weil die Wolken so schwarz sind und die Steine so hart sind, weil die Eltern schon tot sind und sie nirgends ein Brot findet. Weil ein Hund so ein kleiner nimmer kriegt seine Bahnen. Und weil's kein Engel nicht mitnimmt, sing's wegen dem tut sie warnen. Deluxe. Na, das war Mädel. Also so viele Lieder am Stück spielen, ohne dass ich was getrunken habe, ist schon lang her. Schon lang her. Schon lang her. Die Achtel von einem, danke für Dankeschön, danke. Ja, schau der Adi. Hat zwei Buben wird täglich immer schlechter, aber Ärzte sind besorgt. Gib nicht auf. Bin ein Kämpfer. Ganz liebe Grüße an alle, euer Pflegekind, Adi. Kämpfen Sie weiter, Adi, bitte. Ja. Gehen wir. Ja, das ist natürlich ein Schatz, ja. Aber, ja, wünsche dir Alles Gute, Adi. Schau dir was an. Die Achtel von eine endlos, möchte ich fast sagen. Ein Wahnsinn. Erheben wir das Glas auf dem Adi einmal. Ja, das ist eine gute Das ist Idee. eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Und nicht nur das, haut eine bitte eine organrote Achteln, auf das die Ärzte da sich täuschen. Gehen wir. Haut eine organrote Achteln für Gehen wir. den Adi Rehberger, auf das er schnell wieder gesund wird. Jawohl. Bravo Adi. Bravo Adi. Schau da was an. Es war gut, wenn es so über die. Das ist gesund. Adi schreibt schon Danke. Adi, du, keine Ursache ist selbstverständlich sogar.
Ja, klar. Nicht wahr? Ludwig Sass schaut noch vorbei. Von der Weihnachtsfeier, kommt ja von der Weihnachtsfeier. Sehr jawohl. gut, sehr gut, sehr gut. Einmal so, apropos Weihnachtsfeier, wir müssen ja von den Backerl nachreden. Warte kurz einmal sicher, jetzt habe ich das mit Smarty-Cycle, falls das jemand übersehen hätte. Wenn ich die Musik taugt. Und wenn sie meint, zuerst, die Buben haben sich ja Weihnachtsgeld verdient, haut eine was. Ich glaube allerdings jetzt wirklich, dass ich es nicht in der Videobeschreibung drinstehen habe. Hol ich nach, aber es stehen alle Daten Es steht auf, alles auf der auf Website. der Webseite, ist sowieso alles da. Aber ich oder? schreibe es rein. Aber ich bilde mir jetzt ein, dass das nicht drin steht. So, der Toki-Tox ist auch dahin, muss um 4 Uhr wieder hoch, bist du gescheit. Brötchen für meine Tante Emma Laden holen. Jawohl. Gutes Gelingen, mein Lieber, ja? Alles Gute. Was hast du? Hast du einen Tante Emma Laden oder was? Ein Kreisler, sagen wir in Wien, aber hast du sowas? Weil du sagst, Brötchen für meine Tante Emma Laden holen. Oder arbeitest du bei einem Tante Emma oder was dann? Das würde mich mal interessieren. Schreib noch Das schreibe eine noch gar, bitte, ja. Das würde mich interessieren. Weil da packen wir uns zusammen, alle miteinander, die komplette Pavlacisterie aus allen Herren und Ländern Und wir fahren. und fahren an die Nordseeküste zum Toki-Toxen und rahmen sein Tante Emma-Laden vollkommen leer, was Brötchen betrifft und den Rest. Das Ja, war- da das wird war aber schön. schön schauen. Das wird mir auch alle. Ja, so, Freunde, das würde mich noch interessieren, was du da bist, das einschaut. So, erstens einmal. Verreißen erstes. Verschwast. Jawohl. Verschwast. Erstens einmal. Verschiedene Farben. Es ist ja so, es gibt leider, ich kann nichts dafür. Es hat zum Beispiel, es hat jemand bestellt, so ein Haberl in grün, so wie du auch. Ich auch, ja. Aber bei dir ist mir wurscht. Bei der mir, hat bei mir ist relativ- wurscht, du siehst es, bei mir ist wurscht, nicht? Ja. aber jemand anderer, und das ist derzeit nicht lieferbar. In grün, Das Haberl schon, aber nicht in grün. Und das gleiche trifft zu, zum Beispiel jetzt da für Damenshirts. Also das, was wir schon mal im Programm hatten, das gibt es gar nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Im Sortiment von Printful. Und das andere, was haben, ich meine, ich kenne mich mit Damenshirts nicht aus, aber schaut für mich jetzt, ja, ist ein bisschen detailliert, aber das war es dann schon. Aber fällt unter Damen. Jetzt ist aber auch schon, da, irgendeine Farbe ist aus. Nicht lieferbar derzeit in Europa und irgendein Größe oder 2 Größen, oder was weiß ich was. Also bitte unbedingt Um Nachsicht, bitte. Das liegt nicht in unserer Macht, definitiv nicht. Ja. Aber man kann es eh nicht, also man sieht, wenn man es jetzt bestellen würde, dann siehst du sozusagen, dass es eh nicht zum Anklicken geht, die Größe oder die Farbe, von der ich sprich. Aber was ich vereinzelt kann, sei das schon einer bestellt und dann kommen die drauf, die haben es nicht mehr, oder was weiß ich. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, einen kleinen Dorfladen mit Kneipe. Ja, Größer. super. Na gut, pass auf. Mit Kneipe, Paula Moment, Gisterie einmal. fährt an die Moment. Nordseeküste zum Toki-Toxen, kauft alles auf und sauft die Kneipen leer. Und wir spielen dazu. Und die Wir Musik spielen- und die spielt Musik dazu. spielt dazu. Ah, jawohl, Das ist war was, ja, das war was. Der erste Fan, aber der erste Ausflug der Paula Ja, Gist. das ist ein Ausflug. Das ist ein Ausflug. Aber da brauchen wir euch wirklich, weil wir schaffen das sicher nicht, die Hitler saufen. Na, ist ja wurscht. Toki-Toxen, gute Nacht, schlaf gut schön, dass du dabei warst wieder. Leibend war's, Hoffentlich danke. bald wieder. Ein Pfannenbrot macht morgen früh. Der Teig geht am Fensterbreller, Wahnsinn, der Roland. Jawohl. Sehr leibend. Bravo, auch die Rebberger. So, also pass auf, da haben wir jetzt einmal, das ist in Navy Blue. Also, Das ist nicht Navy Blue, das ist grau. Das ist grau. Das sehe ich sogar ich. Ah, das ist grau. Das ist grau. Das ist die Farbe heißt, der andere, die heißt auch. Ja, grau halt, das ist ja Nein, wurscht. einen eigenen Ja, Namen. na grau wird vorkommen, da tun wir lieber da filmen. Patrick? Achso. Warte, nichts umhauen. Nichts umhauen, mein Weinglasl. Kannst du eh anhängen Pass mal auf ein eigentlich, Weinglasl. Ja, ist ja wurscht. Das ist ja alles, So, ja, ist wurscht. also du siehst ja wieder nicht, was du filmst. Ne? Ich Du bleibst seh- ich einfach seh's so. nicht, ich bleib Du so, holst ja. es einfach nur. Ich sehe es ja. Bitte schön hier mit dem Logo eingestickt. Jetzt musst du ein bisschen höher mit der Kamera, bitte. Jawohl, Ja, so so ist. ungefähr. Das habe ich. Das habe ich. Ja. Ne? Wie heißt es? Fisherman, das Fisherman Cap. Verschiedene Farben gibt es das. Dann Live-Shopping. Dann habe ich da ein Highlight-Haberl. Wir nannten sie die Pudelhaum mit Quastel. Ja, ich Pudel hab haben wir meine gemacht. schon. Ich hab meine schon. Heute Ebenfalls, aufgehabt. hast du aufgehört, in mehreren Farben. Das hier, dieses Exemplar präsentiere ich jetzt in freudigen Burgunderrot. Das ist natürlich nur das Smackerl. Ja,
Da steht drauf, den Wurstel kann keiner da schlagen. Großartig, Leibwand, absolut Leibwand. Pudelham, auch in verschiedenen Formen. Wisst schauen, was gibt. Das ist sehr leibend. Mein Munkel, Sehr angenehm zu tragen, muss ich ehrlich sagen. Ja. mein Munkelein hat, Getestet. also ich habe es gekauft gehabt, nicht? Einmal zum Ausschauen, zum Probieren. Daraufhin hat es mein Munkelein immer getragen und hat ihr taugt. Da habe ich gesagt, kriege ich es wieder zurück? Hat sie gesagt, nein. Daraufhin hat aber dann irgendwann meine Mutter die Haum wiederum in Beschlag genommen und jetzt soll ich wieder nachbestellen müssen für mein Munkelein. So, das ist das. Und jetzt da, Heferl, gell? Wisst ihr, Heferl. Und jetzt, geh auf, erst da. Geh auf. Jetzt kommt ja. Jetzt kommt ja Die Wiederauflage, die Neuauflage. die Neuauflage vom legendären. Jawohl. Das letzte Gerstl für eine gescheite Musik. Jawohl. Hinten natürlich. Hinten natürlich drauf. Also dem Original wirklich nachgestellt sozusagen. Auch in verschiedenen Farben bekommt es. Und das Skyline-Label haben wir noch nicht, aber kann ich schon groß schalten. Danke Patrick, kannst du ablegen. Bitte gerne. Das Skyline-Label in Gelb und in Schwarz. Tag und Nacht. Nein, den Tag und Nacht. Bei uns Tag und Bei uns Nacht. aber nicht den Tee. Mir ist nur der Titel sofort dieser des Standards eingefallen. Nein, den aber ja. Müsstet man eigentlich Das einmal Skyline erwähnen von Wien davon, eigentlich, das ja. Skyline von Wien. Ja. Und, aber wir haben es schon live gesehen, weil der Georg Scheurer, unser großer Pamphlet-Schiestinger, der hat es schon auch gehabt beim Taschler. Er hat es beim Taschler schon gehabt. Schaut gut aus. In Gelb nämlich, wenn ich mir Nein, schwarz. Nein, eher in Schwarz, ja, genau. In Schwarz 4XL. Und das hat ihm gut gepasst. Das hat ihm gut gepasst. Das war ihm fast ein Fast ein bisschen zu groß, ja. Weil ich habe jetzt bei den Leiberler XL und ich habe die jetzt von heute, also die Lieferung, schon auch die neuen Produkte sind wieder gleich groß. Also sind wirklich XL reicht mir, obwohl ich normalerweise bei allem T-Shirts und allen XXL habe. Bei denen reicht der XL. Ich habe tatsächlich Large. Ja, also eine Nummer. Ich habe tatsächlich das ist- Large von ja. denen. Aber das ist allein und eben das Geile. Also schaut noch eine, weil, falls ihr Geschenke braucht, dann ist es jetzt durchaus noch drinnen, dass rechtzeitig zu euch kommt. Wenn sie jetzt noch bestellt, ich kann sich ja nicht Versprechen können wir wie- nicht, es liegt nicht in unserer Macht. Das Und ist ich weiß so. nicht, wie lange die dann wirklich brauchen oder alles Mögliche. Aber ich habe heute eine Bestellung aufgegeben und da ist gestanden, was habe ich gesagt zu dir? Zwischen 11. und 16. Zwischen 11. und 16. Dezember. Der 11. ist übermorgen. Also ich glaube fast, das wird übermorgen da sein. Ja, Also es wird- Mittwoch, Donnerstag wird es Ja, kommen. das so ist es. Sag ich Aber, mal. aber also es könnte sich alles noch ausgehen. Also wenn ihr erstens Geschenke braucht, zweitens sagt, ich will die 16er Buben auf diese Art und Weise unterstützen, dann ja, ist das auch. Und natürlich, der Shop wird wachsen, ist ganz klar. So, wollte ich noch was sagen? Nein, das war es einmal shoptechnisch. Was ist, Patrick, du hast das drei Spülen oder was? Nein, Also, geht schon. Nein, das ist nur hängen geblieben. Ich weiß nicht warum, aber es geht schon wieder. Ja. Dann ganz kurz dahin gesagt, neue Projekte, neues Jahr. Ganz kurz. Ganz kurz, nur erwähnt, Projekte, neues Jahr. Eins, das wollen wir wirklich angehen. Wie gesagt, es hat noch ein paar, es muss natürlich das Material passen von unseren Aufnahmen vom Taschler. Von dem hängt es natürlich ab, aber grundsätzlich ist schon der Plan, dass man im Laufe des nächsten Jahres, soll heißen im Herbst, nächstes Ein Jahr, Album herausbringt. das Live-Album Das Live-Album macht, ja. und auch als CD. Es gibt den österreichischen Musikfonds, der die Hälfte der Kosten fördert. Und ich glaube, dass wir das zusammenbringen. Das ist das eine. Also das schaut gut aus. Nein, es wird funktionieren. Und die Aufnahmen passen. Also es hängt wirklich von den Aufnahmen natürlich schon ab, muss man sagen. Absolut. Wie die jetzt sind. Aber ich schaue nur kurz, weil da vollkommen zu Recht Ja. hat natürlich der Franz Brandwein gesagt, einen Link zum Shop. Ei, pass auf, schau her. 16er Burm. Pass auf, und jetzt zeige ich was. So, 16er Burm. Ich glaube zumindest. 16er Burm hat Okay. Slash Shop. Aber wenn es bei uns auf die Homepage geht, dann findest du es. Ja, 7 Euro Liefergebühr für Leiberle Sappig, ja. Das ist leider, aber das ist halt. Das liegt auch Da nicht kannst bei uns. du nichts machen. Naja, es liegt schon an uns, weil Nein. es ist billiger. Es ist, Weil wir haben es billiger gemacht.
Tatsächlich. Das ist eh schon günstig. Also mit so einem Teil mit, das ist halt, liefern ist teuer. Das ist Liefern ist teuer. Das ist halt so, ist es. ja. Bei allen Lieferungen, die ich momentan kriege, sind Liefergebühren enorm. Ist es so, ja. Leider. Aber es relativiert sich natürlich schon, natürlich im Erstbestöß, nicht? Aber es wird trotzdem teurer dann. Aber andererseits, es ist ja natürlich so, nicht? Ein Taxler muss man ja auch zahlen. Nicht? Also es ist ja in Wahrheit, ich meine, klar, ich bin es auch gewohnt, wenn du bei Amazon kaufst, nicht? Mit Prime oder sonst was, dann zahlst du gar nicht zu, aber dafür zahlt man ja die Prime-Gebühr oder was auch immer. Ja. Oder es ist halt schwierig, aber es sind ja Logistikfirmen, es sind ja Lieferfirmen, die damit beauftragt sind, die das ja machen müssen. Nicht? Irgendeiner muss zahlen, nicht? Das ist halt so, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist. Nein, ich habe übrigens 2 CDs verschickt in dem CD-Luftpolster-Kuvert. 5,60 €. Ja. Kostet. An Verwandtschaft geschickt. Ja, nämlich. Wahnsinn, ja. Auf mich. Also das Das ist ein Wahnsinn. habe ich gezahlt, ja. Der Acker sagt, neuer Vorsatz, alte Projekte abschließen. Na, so viel haben wir ja gar nicht. Haben wir so viele alte Projekte? Aber so viel haben wir schon was vergessen. Oder meinst du das mit Taschler quasi, die Live-CD? Ja. Ja. Taschler heißt er. Oder das Naja. Projekt Straßenmusik natürlich gerade auch. Projekt Straßenmusik, da sind wir Da sind wir dran. Da wären wir tatsächlich. Wirklich dran. Das, Ja. ja, da haben wir gute Wege. Ja. Und dann haben wir als drittes, und das wird den einen oder anderen von euch auch freuen, weiß ich nicht, ob es nächstes Jahr gelingen wird, aber auf jeden Fall beginnt dieses Projekt, wenn wir es denn durchziehen. Ja. Also es beginnt auf jeden Fall nächstes Jahr. Insofern, ob wir dann auch wissen, ob wir es durchziehen können oder nicht, ob wir es uns leisten können oder nicht. Oder nicht, ja. Wenn wir es uns finanzieren können, sagen wir es so. Und zwar tatsächlich das Projekt Langspielplatte auf Vinyl. Vinyl, ja. Ja. Also die Zeichen stehen gut. Wir haben bereits die ersten Gespräche haben wir geführt mit einem Studio, das rein analog arbeitet. Bald, ja. Komplett. Also wo wir, Aufnahmetechnik mit verschiedensten analogen Möglichkeiten und so weiter. das ist nichts, also das einzige Digitale, was bei diesem Schallplattenprojekt dann rauskommen würde, war halt einfach die Bildbearbeitung vom Cover. Das ist das Einzige, was an digital wäre. Also wenn das funktioniert, dann wird es tatsächlich eine Auflage geben von einer Schallplatte, der 16er Burm, mit ausschließlich analoger Ware. Also Aufnahme, Schnitt, Mastering, Pressung, alles. Also eine sogenannte AAA-Aufnahme. So schaut es aus. Ja, genau. Die 3 A's, Ja. nicht? Triple-E-Aufnahme Triple und die Pressung auf Vinyl. Also auch, wie gesagt, da hängt es jetzt dann wirklich noch ab, auch von den Kosten. Gar nicht mal mehr von der Schallplatten selber. Das ist in einem Rahmen. Also wir Das sind ist irgendwo, wirklich in einem Rahmen in der Zwischenzeit, ja. ich meine, kostet schon Haufen Geld. Also. Das Problem ist eher wirklich dass wenn sie jetzt das Gescheit mit dem Studio und allem machen müssen, mit Mastering und allem drum und ran. Und da reden wir jetzt nicht von dem, dass wir ja da Studienkosten verrechnen oder sonst was. Also wir müssen ja das Studio zahlen. Zahlen, ja. Und die Austromechaner. Aus der Mechanik ist zu zahlen, klar. Außer es kommt immer darauf an, welche Nummern das sind. Es ist nicht immer gleich bei jeder Nummer. Ja, gewesen. ja, aber Wie es ich aus ist- Erfahrung weiß ja. von den letzten CDs. Aber es ist Das haben zum wir Zahlen. immer gekümmert, aber das ist zum Zahlen. Zum Zahlen. Ja. Ist schon drinnen. Es sind einige Dinge, die da einfach wirklich dazukommen und dann würde. Also ich habe jetzt damals eine Milchmädchenrechnung gemacht gehabt und dann waren wir irgendwo beim Stückpreis der Schallplatten bei knapp 50 € gewesen, für uns jetzt. Also für uns, Ja. uns kostet. Und da haben wir jetzt aber schon gerechnet, dass wir die das Cover selber Das machen Cover alles und selber die machen, Sachen ja. selber machen. Und also das da ist dann Grafik schon, oder gar nicht dabei, aber das ja, da müssen wir uns was an, da müssen wir schauen, wie wir tun noch und wie sich das ausgeht. so ist es. Aber da sind wir, aber auch Ja. hier sind wir dran, aber vor allem das Wichtige dabei ist ja, dass ich Vor allem, weil wir reden hier von einer Auflage nicht von 5000 Stück oder was. Nein. Weil da kann man mit dem Preis dann aber die Gesamtsumme bleibt. ja, aber dann, ist ja auch also die Auflage wird, das weiß ich jetzt schon ziemlich genau, maximal 300 Stück sein. sein. Ja, genau. Maximal 300 Stück. Es ist jetzt so, 100 Stückeln kosten nahezu das Genauso gleiche wie 300. sind wir beim gleichen Thema wie ob ich 1000 oder 2000 Das ist ein Wahnsinn, ja. Nummer habe, damals war wurscht. Oder 2500 haben wir nicht. Ob 1000 oder 2500 war wurscht. Aber das sind So jetzt die 120 kaufmännischen € mehr Dinge kostet, ne? und da kann man noch ein bisschen schauen. Aber was das für uns wichtig ist, warum das für das Projekt wesentlich ist, wir haben sozusagen die ersten Kontakte zu einem Studio, wo man sich das vorstellen kann. Dass das wirklich Dass geht. das wirklich hier angehängt hat, ja. Das ist absolut, ich sage jetzt mal, blöd Vintage-mäßig Arbeit mit den Originalgerätschaften im besten Zustand. Also das ist absolut top.
top beieinander ist und wirklich spezialisiert ist auf vollkommen analog. Und das ist schon mal was. Da können wir schon mal arbeiten. Die bisherigen Preise, die ich mitgekriegt habe, sind im Rahmen von einem normalen Studio. Normale Studiopreise. Wie gesagt, da hoffen wir auch, dass es irgendwie geht. Und wie gesagt, also da sind wir auch dran. Das steht auch, also das sind so die Ideen fürs nächste Jahr, wo wir irgendwie dran arbeiten werden. So, was hören wir? Ab 150 Euro gratis, aber ich brauche nur eines. Mal schauen. Ja, bis zu 150 ist ja leicht zusammen. Du brauchst eine große Leiberl. Bouton, ja gut, ja. Acker, warte, bis du Sachen ab 150 brauchst, dann schlag zu. Genau. Bei der Vinyl bin ich dabei, der Wolfgang. Ja. Aber Ja, bitte konsequent und auch eine Musikkassette. Hat ja nicht jeder einen Plattenspieler? Nein, das werden wir sicher nicht. Musikkassetten machen wir sicher nicht. Nein. Ja, das geht einfach nicht. Also wäre eine dermaßen eine Liebhaberei. Das ist nicht drinnen. Die Vinyl, das ist wirklich ein Stückchen näher in die Realität. Realität eigentlich. Das ist real. Ja. Das. Vinyl, das höre ich gerne, sagt der Lord Dauer, jawohl. Plattenspieler kriegst du günstig, so gleich zum Digitalisieren. Ja, das ist leibend. Wenn wir da einen Platten rausbringen und das digitalisiert es gleich. Wäre neugierig, wie auf Röhre klingt. Ja. Das wird auf jeden Fall. 6L6 oder L34 oder was? Ja. Oder so Welche irgendwas, Nummern ne? würden auf der Platte sein, meint der Rudi Korbes? Das haben wir uns noch nicht überlegt. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel eine wirkliche Mischung, also zum klassisch A-Seite, B-Seite, ganz alte Wiener Lieder und wirklich eigene Wiener Lieder. Oder dass man wirklich sagt, das ist sozusagen alte Platten und zum Beispiel die eigenen Lieder von uns, die ja wirklich alt klingen. Sozusagen. Die noch alt sind, ja, genau. Oder so. neue schreiben zum Beispiel. Oder komplett neue, die noch gar nicht genau, veröffentlicht sind. so wie beim Karl Hodine waren die viele Sachen, waren so, wie er sie immer selbst nannte, die Wiener Chansons oder der Herrgott der Staat, der also im alten Stil eigentlich ist, von der Art her. Ne? Dass man diese alten da so vom Stil her Zum Beispiel. drauf tut, den Daschler zum Beispiel. Zum ne? Beispiel. Ja. Oder eben, dass man wirklich sagt, Und man solche schreibt, Sachen, also man macht eine Seite komplett alte Wienerlieder, also klar, die wirklich klassische Wienerlieder, Die alte, Neiche komplett und eine Seite mit komplett neuen Lieder, die noch nicht veröffentlicht sind. sind. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen von der Länge bei der LP natürlich. Ja, Da klar. gehen dann zwischen 5 und 7 Lieder drauf, Ja, schon, pro ja. Seiten wahrscheinlich, je nach Länge, ne, kommt drauf an. Man ist ja da wirklich mechanisch eingeschränkt natürlich. So ist es, ja. Aber wie gesagt, da ist er. Ja. Und es ist ja so, da werden wir natürlich, wenn wir wirklich in diese Ebene kommen, machen wir natürlich ein paar Vorschläge, ein paar Ideen und dann reden wir mit euch. Reden wir mit euch. Ja. Weil da wird natürlich unsere Community, wie man so schön sagt, wird da natürlich Voll freigenommen. eingebunden. Voll Fragt, eingebunden. was da ja, klar. umsetzt wird. Was umsetzt, ja. Aber ich glaube, es muss auf jeden Fall eine Platte sein, die definitiv nicht als CD existiert. Nein, die gibt es auch nur als Vinyl dann. Die gibt es sicher nicht als CD. Also nicht einfach nur eine Auflage von einer CD als Vinyl. Das ist fad. Das ist eigentlich fad, ja. Wirklich, da haben wir schon geredet drüber, das ist Ja, nein. langweilig. Und alte Aufnahmen von uns geht auch nicht, weil das ist alles digital. Das ist alles digital gemacht, alles Also DDD. wirklich, also wenn der Schmäh war, hat wirklich eine komplett analoge Aufnahme von alten Wiener Liedern und neuen Wiener Liedern und irgendein Gimmick muss dabei sein vom Schmäh her. Also wie gesagt, entweder komplett neue eigene Lieder oder ja, das werden wir sehen. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt sind wir noch im rein kaufmännischen und im technischen, wie man das wie schaut zusammenbringen das aus könnte überhaupt? und was natürlich das kosten wird. Es gibt ja eben auch Sponsoring, Förderprogramme, Förderprogramm, ja, genau. die mit einsteigen könnten, aber das musst du natürlich entsprechend beantragen, entsprechend die darum kümmern. Viele Gespräche notwendig, aber wie gesagt, wir sind in allen diesen 3 Punkten, also die Live-CD, die Aktion, wir spielen Wiener auf Lied der auf der Straße, Straße, wieder, ja. im Herzen von Wien, am Graum, und die Idee Vinyl sind nicht irgendwo in der Versenkung. Sind nicht verpufft irgendwo. Nein, Im Äther. Sie Nein, leben gar noch. nicht. Sie leben, ja. Sie ja. leben noch mehr denn je. Ja, ja. Der Gary sagt, 6 Liter pro Seite. Was, wenn am Schoß von der Mama drauf ist, kaufe ich einen Landesstrom. Schau, der Gary sagt, stelle mich gern kostenlos für das Plattencover zur Verfügung. Ich danke dir herzlich. Dankeschön. Für mich sind auch Kassetten Nostalgie. Platte ist für mich Geschichte. Ja, na Kassetten, na war leibend, aber das ist einfach, also es ist schon ein Schallplatten irre teuer.
Also, und von Kassetten will ich gar nicht denken. Aber, muss warten. Ja, aber wie viele Kassetten, muss man auch ehrlich jetzt sagen, wie viele Kassetten verkaufen wir? Also, wenn du jetzt sagst, wir wären Superstars mit einer Community, die ein paar 100.000 Leute hat, dann kannst du sagen, na gut, dann legen wir 2000 Kassetten auf, die werden wir schon verkaufen. Aber, ganz Aber ehrlich, bei uns geht sich nicht, geht sich einfach nicht aus. Ich habe es gerade gelesen. Nein, das ist Scheiße. ja. Der Gary sagt, er würde A und B trennen. Ja, das glaube ich auch. Das ja. Weil das ist die natürliche Trennung der Schallplatte. Die A-Seite, die B-Seite. Absolut, ja. Schau, der Franz Brandt, mein Plattenspieler, würde sich über ein neues Vinyl freuen. Original analog brauchst du den Trichter, wo ist rein singst und die Wachsmatrize direkt Na schneiden. gut, aber da reden wir dann von Shellac eigentlich. Oder von Edison-Walzen oder von der Wachswalze. Edison Walzen, ja. Ja, Und die Mega redet schon von den 78 S und 45 S. Das ist auch so. Ja. Nein, also ich meine, irgendwo müssen wir aber wie gesagt, das Die Spannende 78er, wäre die schon, Shellacs, ja. das Spannende wäre schon, dass man der eigentliche Schmäh, es ist eigentlich jetzt fast, was das betrifft, ist fast wurscht, welche Lieder aufkommen, weil das wird schon leibend werden. Aber Leiband wird es auf jeden Fall. dass das Was wirklich drauf eine ist, komplette analoge Aufnahme wird und die Pressung, also dass da nichts, absolut nichts Digitales dabei ist. Das ist, glaube ich, der Schmäh. Ein Minidisc würde ich kaufen. 3 Euro ein Acker. Ein Minidisc, ja, das ist sehr schnell wieder verschwunden. Ja. Gefällt mir, was kostet die Ü-Platte ungefähr, sagt der Rudi. Das haben wir gerade geredet vorher, ja, das wissen wir noch nicht. Ja, wie gesagt, also jetzt aktuell bei denen, was ich mir so auf die Gache überschlagen habe, sind wir bei fast 50 Euro, aber unsere Kosten. was uns kostet, ja. Und also, ja. Bei 100 bis 300 Stück Auflage. ja. Und mehr zahlt sich nicht aus. Na, mehr verkaufen, das ist ein Blödsinn. Außerdem soll ja durchaus auch Das soll was Exklusives auch exklusiv trotzdem, sein. Ja. Aber es kommt nicht darauf an, wie edel wir das machen wollen. Wollen wir es dann wirklich als Sonderedition machen, dann kostet es halt mehr. Wir sind bei einer Produktionskosten von aber 5.000, 6.000 Euro sicherlich. Das ist gleich beieinander. Ja, Minimum. Ja. Und das ist halt, und jetzt schauen wir mal, es kommt ja darauf an, was kriegen wir für Förderungen dazu. Was gibt es? Gibt es ein Crowdfunding zum Beispiel? Ja? Ja, genau. Schauen wir mal, wie wir das machen. Wie wir es machen, ja. Aber die Idee lebt. Ist dann auch direkt ein Kratzer drin, wo die Nadel hängen bleibt. Soll ja richtig Vintage sein. Ja, was willst du, was machen? Ich meine, es kostet aber das ist ein Aufpreis. Bitte, das kostet 300 zusätzlich. Freunde, ich habe austrunken. Ist noch Wein da? Nein, ich habe auch noch mal ein letzter Rest noch auf euch. Bitte mit Text und Noten. Ja gut, das sind, ich meine so, aber diese, zum Beispiel jetzt so ein Buchler, das ist fast alles das kleinere Problem. Jetzt schauen wir mal, ob wir das technisch Ob wir das- ein gutes Produkt bringen, was leistbar ist. Was Dann schauen wir, wer was geht aufspringt einfach, auf den Zug. Im Sinne von mitbezahlen, auf gut Deutsch. Weil das ist schon, wenn man zum Beispiel einen österreichischen Musikfonds auf deiner Seite hast, die zahlen die Hälfte der Produktion. Ja, das ist schon was. anderes. Das ist schon was. Ne? Dann schaut die Sache schon anders aus. Ja, und was jetzt da vielleicht noch die eine oder andere Sponsoring aufkriegst, die Chancen bestehen bei so einem Projekt. Schauen wir, ja wie gesagt, also es lebt. Es lebt. Die A ist die bekannte Wiener Lieder, B sind die euren Lieder. Ja, das war so meine Idee. So die Idee dahinter, ja. Das war so der Gedanke. So, nichtsdestotrotz, was haben wir die Wochen vor? Morgen sind wir engagiert. Engagiert, Privat. ja. Privat, Weihnachtsfeier. Das war's dann. Das war es in dieser Woche. Dann bin ich in der Klause. Am Freitag, also sende ich von der Klause aus. Das heißt, das Internet wird wieder. Holst die dann, dass meins funktioniert, wenn man zwei Wege Internet zusammen. Ui, das wird wieder spannend werden, was passiert. Das wird wieder. Ich werde wieder so einen Scherer haben, lauter Ärger. Nein, hoffe nicht. Der Scheißdreck nicht funktioniert. Trumpert. Habt ihr ein Analogstudio? Naja, das Das war haben wir ja ja gerade gerade besprochen. Das war jetzt Also ja wir, gut, wir, ja, wir, haben tatsächlich eins an der Hand, ja, Ja, wo eben alles analog fähig ist. mit verschiedensten Methoden, nämlich was sich im Laufe der Jahre soll das. Sonderedition, das der geben, Iron ja. Acker mit Zirkel signiert, jawohl, aber nicht mit der Graphitseite. Also wie gesagt, nächsten Freitag aus der Klause, die Morgenshow, Der Schurfix, ja, Schurfix. Schurfix. Am Montag dann, also dann ist wieder nichts, nicht? Also dann am Ganz Montag, Montag ganz wo normal. wir ganz normal von hier wieder Studio Donaufeld, am Dienstag das allerletzte Konzert, Karl öffentliche Karl Konzert. Lentner. Ja, beim Karl Lindner. Ja.
Ein paar Platzl gibt es vielleicht. Ich glaub, es auf gibt ein paar Kurfzau. Ich bin mir nicht sicher, ob es da was gibt, aber Thomas Mayer hat sich schon wieder bereit erklärt, mich zu chauffieren. Das heißt, ich darf was trinken. Das ist sehr natürlich nobel. auch sehr angenehm. Sehr nobel. Sehr nobel. Sehr nobel. Nobel. Dann spielen wir am Mittwoch noch bei einer Private Weihnachtsfeier Firmenfeier. wieder, ja. Ja. Und das war's Und das dann. war's. Ja. Und am 21. düse ich ab in die Klause in Glasur. Mit meinem Onkelein. Mhm. Ich freue mich dann schon sehr auf Gast. die Weihnachtszeit mit so So einem ist es. Tag. Und dann am 24. der Meine 30. Mutter, bei mir mein Bruder, mein Dings. Am 25. bin ich in Ebersdorf, am 26. in Schrattenberg. Und die 3 Tage wird einmal nichts gearbeitet werden, weil da bin ich eingesetzt, sozusagen beim wunderbaren Familientreffen überall. Wird sehr gemütlich. Ab 27. bin ich dann wieder voll da. Und ich nutze diese Zeit wirklich sehr gern, sozusagen ein bisschen für in sich gehen. In sich sozusagen. gehen, Ein ja, bisschen genau. reflektieren und ein bisschen vorausschauen und Mhm. ein bisschen in Ruhe gehen, in Stille gehen, ein bisschen in den Wald, wenn es Wetter passt. Ich schaue aber viel im Wald, gehe können, aber ein bisschen im Garten arbeiten, wenn es Wetter hier, je nachdem. Und das ist für mich die Zeit eigentlich, das in sich gehen ist die Zeit dann vom 1. bis zum 6. bei mir. Also diese Zeit Ja. noch am intensivsten dann bei mir. Ja, das ist bei mir die ganze Zeit, bis dorthin. Dann ist so wirklich. Also klar, weil dazwischen sind ein paar Intensiv, Familiengeschichten und so ist klar. Aber das ist ja gemütlich leibend. Ja. Und Ja. da oben am Land ist das wirklich entspannt. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Auf das freuen wir uns wahnsinnig. Aber das heißt, wir haben lediglich ein offizielles, öffentliches Konzert noch, wo wir einander sehen können, nämlich am 17. Dezember beim Lentnerkadel. Ja. Dann starten wir am 9. Jänner mit dem Taschlern, mit dem ersten Lieder. Yes. Yes, so schaut's aus. So. Und jetzt verabschieden wir uns für heute. Gesagt hätten wir alles. Ich hoffe, wir haben alles gesagt. Haben wir nichts vergessen? Nein, oder? Ich hoffe nicht. Und so wichtig kann es Ich ja glaub gewesen nicht. sein, nicht, wie man so sagt. Mit was verabschieden wir uns heute? Jetzt verabschieden wir uns. Ganz alte Hitten, die alte Hitten. Ja, ist eine schöne Nummer. In was ist das eigentlich? In Dora. Eine ganz alte Hitten, verdeckt von der Sonne, ein Pflaster der Gossen, dort bin ich geboren. Am Gang die Bassinen, das Klosett geht ein. Nein, das machen wir gleich noch einmal. Das ist, ich bin komplett falsch. Das ist Falscher ein anderes Text, Ton, falsche was anderes Töne. Ton. Jetzt kenne ich mich nein, weil mehr aus. der Wein aus ist. Das Jetzt ist kenne ich so mich- schlecht. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus, aber ich mir gedacht erst. Das ist, du weißt den Wein auch schon zu früh Soll ich dann ausgeschenkt hast. einschenken? Noch einen? Ist ja keiner mehr da. Das musst du nicht haushalten können ein bisschen. Na, ich kann eh haushalten. Da muss er schon selber schauen. auch. Nein, das hat wirklich nicht hingehauen. Du, der Uli Slonek ist da rechtzeitig zum Abschied. Wie geht es dann? Wie geht es dann? Das war ein Anfang, was ich. Warte, nein, jetzt wollen wir schon Ski spielen zum Schluss. Wie geht der Text? Was ist der Text? Ich weiß schon den Text gar nicht. Ach Gott. Im Hinterhof da steht verlassener Bahn. Nicht ein Fleckerler Grünes. Und wie ist dann die Akkorde im Hinterhof da stehen? H7 E-Moll. Fis C-Moll, ne? Ja, ja. Fis-Moll. Ja, ja, genau. Na, was? Da kann man verwirren. Erstes Spiel, das hat er wahnsinnig. Nein, ich bin immer bei der zweiten Stufe. Wir haben wir gleich. Bleibt halt durch, Freunde. Im Am Hinterhof Hinterhof da steht. Verlassen. 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 Du kannst nicht noch einen anderen bringen. Ein Fies zum Haas Hamol. Einmal. Jawohl. Da, da, di, da, 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 da. Ich glaube, ich bring's zusammen. Jetzt ich glaube, ich bring's zusammen. Ja? Ich glaube, ich bring's zusammen. Du musst dich auf den Text konzentrieren. Das ist richtig. A ganz alte Hitten, verdeckt von der Sonne, am Kloster der Gossen, dort bin ich geboren. Im Hinterhof da steht verlassener Baum,
nicht ein Fleckerl grünes, nur Steine und Land. Dort hab mir alles ganz Kind gelebt, dort war ich daheim. Finsterer Hausflur und finster die Gang. Das Mätter, das Bricke, schon von die Weng. Am Gang die Bassine, das Klosett geht an ihn. Ein kleines Zimmer, Strohsack, tut's an mir Kinder gehen. Und dass mir damals glücklich waren, kann kein Mensch heute verstehen. Zu der alten Hütten zieht's mich manchmal hin. Da weiß ich dann, dass ich ein Fremder dort bin. Ich denk zurück Jahrzehnte und da wird mir klar, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Ein Orgelschluss. Ein Orgelschluss nämlich, ja. Ein weihnachtlicher Orgelschluss, meine Lieben, ja. Na, fast hat man es zusammengebracht eigentlich. Wenn das Lied noch 3-4 Macht's es Strophen gut. dazu hätte, Ja, hätten dann wir es schon kennt. Das Das hätten wir schon kennen. Dann spielen wir das öfter. Also, das ist ja gut. Ja, dann wäre es sowieso angestellt. Um das soll es ja nicht gehen. Ich hoffe, es hat euch taugt. Ich hoffe uns auch hat es sehr. taugt auf jeden Fall. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder sehen. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Alles Liebe und eine schöne Woche. Pfiat euch, Baba. Viert euch Gott, Baba.